Oh, okay, Mikrofon-Check. Mikrofon-Check, okay. Funktioniert, das hört sich schon mal gut an. Aber da, Hintergrundmusik, Alert Sounds, okay, Ton da! Irgendwo! Ich bin da! Ich glaube, es geht, aber ihr seht keinen Chat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Das ist der Best Feature EU West. Das funktioniert wie am Schnürchen. Timmy Boy. Servus miteinander. Grüße von mir daheim. Grüße zu dir daheim. Ja, wie Sie sehen Sie keinen Chat. Ich habe es offensichtlich nicht so hingekriegt, wie ich das gerne hinkriegen darf. Moment, da muss ich jetzt schnell was tun. Jetzt kriegst du mir jetzt mit den Haufen. Der Chat schaut auch komplett anders aus. Alter, bis ich mich da drauf rumgeht, weit unter. Hobby! Übrigens, Birger, Montag, 20 Uhr, so schauen wir aus. Ich sag nicht mehr, wie viele Leute das da sind. Ich sag bloß, den scheiß Chat kann ich die Sau nicht lesen. Und jetzt hab ich bloß einen Top-Chat aktiviert. Kruzifix, Leute, ohne Scheiß, ich rascht aus. Jetzt passen wir schnell an. Jetzt muss ich, das hilft jetzt nicht, ich hatte die ersten Test, aber erstmal sagt es mir alle, schön brav, herzlich willkommen zu die... Oh! Servus vom Sessel. Oh! Schau hier! Smiley mit Sonnenbrille. Sesselsepp! Merci hier! Timmy Boy, Schmiedi! Ist die Scheiße geht, aber es steht ein wenig Aussehen und ein grüner Text! Wieso ist der Text grün? So, wie weit hängt jetzt der Chat denn noch? Eigentlich gar nicht. Er braucht bloß ein bisschen connected offensichtlich. Das ist aber nicht schlimm. Also meiner ist 1:1 live hier. Jetzt machen wir mal YouTube nebenbei noch auf. Okay, da geht völlig der Punk ab. Was zur Hölle ist los mit euch? Was ist los mit euch? Langsam, es kann gar nicht sein, mein Gott, ich kann nicht kein Textgräß so passen. Ich kann nichts so passen, kann ich. Wieso ist denn hier rot? Wieso bleibt er jetzt hängen? Das hat lang gedauert, bis er kaputt ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Wolfric, mir ist wieder ein Resub. 1,5 Jahre, Biatch! Auf weitere 1,5 Jahre, es ist mir eine Ehre, Birger. Herr Wolfric, es ist mir eine Ehre. Erst einmal habe ich die Ehre an alle Twitch-Ultras, die es tatsächlich geschafft haben, dass da umkommen. Ich muss... Jetzt kommt er schon wieder her! Servus Tauchfahrer Birgbert. Tauchfahrer. Tauchstream von Tristan aus Dreiklan. Geise, das ist 2 und du weißt das! Merci dir! Schluss aus, Pfui-Teufel! Limzep, habe ich dir Birger als Sackage in der Stream mal eine Frage. Was hast du für ein Videoschnittprogramm am Anfang hergenommen? Da ich schon immer in der Mediengestalter-Szene unterwegs bin, habe ich schon immer das Adobe Studio. Schon immer. Also schon seit meiner Ausbildung eigentlich. Und die ist lange her. Merci dir. Anni! Bin echt GS-Pant. Mann, Birger, wo ist dein Tauchkostüm? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine andere. Alter, was macht der Chat für Sachen, Alter? Chat-Kill in 2, aber hast du es jetzt gesehen, den totalen Schlaganfall gehabt? Ich flippe aus, Alter. Nehme jetzt wieder einen Euro. Ich habe schon überlegt, ob ich da einen Aufsitz aus schlecht, sage ich nichts mehr. Oder weniger, sagen wir es so. Wer ist das jetzt wieder? Keine Ahnung. Wer wird denn jetzt da wo angezeigt? Mein Gott, mir wird in dem Chat auch alles angezeigt, was mit Mitgliedschaften und was weiß ich rast aus. Das sagt keine Sau. Das wird ein paar Wochen dauern, bis ich mich da drucke. Alter, ich flippe aus. So, der Meister ist live. Chat ist voll, der ist Pumpe, der kommt gerade vom Volksfest. Herr Flügel! Welcome to the squad! Bussi aufs Nussi! Eichbaum, Schröm, mir ist wieder ein Resub! Simon, mir ist wieder ein Zirkel 50, Servus, Grüß aus, Minger, Grüß aus! Landau, City, Alter! Da geht's ganz anders. Eichbaum, habe 3 Tage guten Stream, freue mich auf das Spiel, mal schauen, wie das so ist, du, da bin ich auch gespannt. Der Flocki auch nicht, aber das sind sie. Ich kann nichts erzählen, weil schon wieder alle am Ausrasten sind! Ich bin mich vordert! Servus, habe ich die zurück! Es gibt Ettenbauer mich noch! Ettenbauer mich! Halter der Birger, schönen Abend, Hashtag Twitch Ultras und ein lila Herzl. So, jetzt seid Kruzifix, Leute. Nein, jetzt kommst du nicht. Nein. Na, wieso? Kubala Sepp. Halt doch dein Maul, du Trottel. Okay, Alter! Okay! Hat er bei mir gezählt? Hat jetzt alle aufgezählt oder nicht? Du Kasper!
Da gibt's gleich einen Banner. Kubala Sepp, es ist jetzt wieder dieselbe Scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag einfach gar nichts. Außer Uts. I'm your dancing instructor. Kubala Sepp, merci dir, es ist zu viel und du weißt es. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt habe, aber das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Kruzifix. Timmy Boy, bessere Quali wo? Also normalerweise müssen die jetzt mit 12K BPS umeinander streamen. Ich weiß nicht, ob man da einen großen Unterschied sieht. Und beim heiligen Spey möglicherweise auch nicht. Da braucht man ein dunkles Spey. Am Mittwoch kann man es entdecken beim Alien-Spiel. Schauen wir mal. Leute, danke schön. Bussis, Mars. Habt ihr YouTube Ultras, nein, Twitch Ultras. Lüge, geiler Wichser. Baltramon, merci dir. 10er ist auch 2 und du weißt es noch nicht. Baltramon, merci für den Zwickel. Hey, warum wird mein Sub nicht angezeigt? Wo ist der angezeigt worden? Ich werde nämlich nicht durchscrollen. Ich werde scrollen. Wieso ist der nicht angezeigt worden? Ich sag da aber auch keinen Sub. Sag ich dir, was es ist. Den habe ich hier nicht. Jetzt ist er bei angezeigt worden. Wer ist jetzt angezeigt worden? Meine Güte, Alter. Ihr wundert das aber auch irgendjemand, was jetzt denn schon wieder? Schmiedi. Merci wieder ein Resub. So, Bosam, Alter, ohne Twitch rennt der Chat super cremig. Ja, ich merk's. Super toll. Und warum ist der Sharkbite rot? Warum ist jetzt der Sharkbite in dieser Liste rot? Beim YBO kann ich es mir nur erklären. Der war nämlich Moderator. Warum sind alle anderen grün? Ich will nicht grün, ich will blau. Weil die Vollidioten auf Twitch schreiben. Was? Im Ernst jetzt? Lol, tatsächlich. Alter, Vollidiot, was ist mit euch? Okay. Ihr Trottel nehmt sein... Ja, dann nehmt sein Twitch-Chat, ja, ist mir scheißegal. Oh mein Gott, ey. So, wo haben wir denn in der Liste? Alter, Leute, jetzt überfordert es mich halt nicht nur gnadenlos mit der Scheiße. Ja, wer sollten sie da noch? Da kennen sie doch keiner mehr aus. Wer ist denn gerade droh? Ich kenn... Alter, wo haben... Der gechillt. Merci wieder ein Resub. Alter, 53 Monate, da kann ich mir nur ins Hirn gelangen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Timo, merci wieder ein Sechser. Nur rot und grüne Namen und ich habe rot-grün-Schwäche. Ich finde es diskriminierend. Ja, das ist ab heute ist 18% Zusatzdiversity für Blinde. Opa, merci wieder ein Zwickel. Ein Schnorkel war aber schon gegangen, oder? Das stimmt eigentlich. Ja, ich hab's jetzt leider nicht zur Hand, sonst da den schnell holen. Steinerhandel, merci wieder ein Sechser. Sag jetzt nicht, du steuerst heute ein U-Boot mit einem Controller. Kann gut passieren. Leider ist ja gut, ich kann nicht lesen, Leute. Dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Dann streame ich wieder über Restream, Alter, weil diesen Chat kann sich keine Sau nicht geben, Alter. Das ist aber, ich weiß nicht, warte mal, wir können uns da ein bisschen spenden damit. Wir haben auch Zeit, scheiße in den Tosen. Es war klar, dass das heute passiert. Leute, danke schön. Ohne Scheiß, ich kann's halt nicht mehr lesen. Timmy Boy, merci. Bernhard, merci. Herr Martens, merci. Welcome to the Squad. Mr. Stammstamm, merci wieder ein Resub. Der Bürger bei Spezi, der Martin hat sich bei mir beschwert, dass ich beim letzten Sub nichts dazu geschrieben habe. Magst den Zipfisch von mir grüßen? Hey, Martin! Das ist ein Aschebecher. Oh Gott, 1992 möchte seinen Witz zurückkommen. Löffler Sepp, merci wieder ein Reset. Marvel Maniac, merci dir. Camouflage, merci dir. Mark, merci. Alter, was ist denn heute wieder? Grumi, Himmel, Hackel, fuck. Hackel, fuck. Warte mal schnell. So, jetzt kann man das da. Warte mal, kann man das irgendwie klären? Ja, man kann es gerne mal. Passt, wir brauchen ein bisschen größer. Her! Moment, machen wir 1200. Gib ihm 1200. Ja! Stabil. Das ist ja schön, dass sie die Namen nach links ausrichten. Da hat jemand richtig krass gut nachdenkt. Richtig geiler Scheiß. Da hat er sich richtig was ausdenkt. Da hat er sich richtig was ausgedacht, damit, wenn einer einen ewig langen Namen hat, dann da links außen steht. Weißt du, was du mit kannst, YouTube-Chat? Du bist die dümmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Sag ich dir, wie es ist. Ich weiß nicht, wie man das da... Mein Alter, was ist denn... Bitte. Wie lange geht denn die Scheiße? Leute, danke schön, ist ja gut. Kubala Sepp, bitte kennt die jetzt, bitteschön. Jasmin, merci wieder ein Zwickel. Prinzi, merci wieder ein Fünfer. Timmy Boy, merci. Servus aus Niederbayern, Landshut. Ja, servus aus Niederbayern, Landau. Kubala Sepp, Schluss jetzt. Sam Crowbeifin, merci für den Reset. Was noch das?
sie ist seit 46 Monaten ist sie Mitglied. Ja, was ist das? Ich bin nominarisch, weil passt ihr mir wieder ein Resub. Tag, die bin auch da und sehr treu. Mr. Dark Hupsi, das wollte ich hören. Achtung, der Dark Hupsi, der kommt gleich. So, ich muss mir heute. Also ich hoffe, dass das im Laufe des Spiels ein bisschen besser wird, wie die Lesbarkeit des Streams da beieinander ist. Ansonsten läuft eigentlich alles ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das da ist eine Krankheit, Alter. Das ist eine Totalität, das weiß ich auch nicht. Kann man den, warte mal, ich probiere mal. Jetzt, wenn ihr gerade da seid, ich probiere jetzt einmal schnell. Ich probiere jetzt da Sachen. Sag ich was ist. Jetzt pass auf. Bad Word List, was Bad Word List? General Settings, All Widgets. Dann haben wir Our Favorites, die Chatbox. Gib Chatbox. So, jetzt pass auf. Junkie, wir probieren jetzt mal, ob da Änderungen durchgehen. Ihr müsst jetzt einen Chat voll scheißen. So, jetzt habe ich ihn kurz geklärt, hau rein. Oh! Das ist also als Plattform-Icon. Okay. Ich sehe hier kein Plattform-Icon. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein richtig gutes Tool. Was haben wir noch? Show Moderator Badges, Show Subscriber Badges. Enable better TTV Modes. Irgendwelche Emotes. Ja, aktiviere Emotes, ist mir wurscht. Heine. Leute, Dankeschön! So, nochmal clear. Eingeschissen in den Chat. So, jetzt ist Twitch lila. Seht ihr das richtig? Kann auch keiner lesen. Ein dunkles Lila haben wir nicht gefunden, oder was? YouTube soll ja mal schreiben und nicht Twitch, ihr Vollidioten! Achso, ist jetzt YouTube lila auf einmal. Ich kapier's nicht! Aber was ich cool finde, dass endlich Emojis übernommen werden. Das finde ich schon gut. Jetzt, wenn man die scheiß Namen nur lesen kann! Jetzt passen wir Obacht. Ich hab da schon Span, Name, Style, jetzt pass auf. Color, machen wir jetzt einfach mal, weiß. Schauen wir, was passiert, wenn wir es weiß machen. Ein bisschen CSS und HTML, das meine ich, das habe ich schon. Ah, da schau hin. Was machen wir für... Machen wir Feierrot. FF 0000. Hat jemand einen schönen Farbcode da? Einen schönen Hexcode? So, nochmal, rein in den Chat. Rein in den Chat. Schau hin. Ja, wird schon hochgradig sexueller. Da kannst du sagen, was du magst. Es wird hochgradig sexueller. Ich passe überhaupt nicht mehr auf Donations auf und ich hör's einfach nicht auf, gell? Ihr gottverdammten Vollgasnarrischen. Gesicht grätschen! Das ZFUI ist over, ich möchte da einfach mal Aglo-Anigkeit zurückgem. Dankeschön. UI S-Wort net wo ast und i dir anet Song wir Viktorigiste Schiers heit as Leben im U-Boot. Heute das Leben im U-Boot aus Rage quitten, das weiß ich noch nicht. Wenn, dann gehen wir unter, bis wir implodieren. Wird der Madonna ihre Depf. Merci dir, Timo, merci dir, Dragoncry, merci dir. Jetzt ist Madonna vorhin direkt untergegangen wie ein U-Boot. Wie ein U-Boot, da gibt's halt nur. Dragoncry, es tut mir so leid. Timmy Boy, ich kann immer noch nur auf 1080p stellen. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir eine höhere Auflösung haben. Wir haben nur eine höhere Bildqualität. Zumindest vorerst mal heute. Wir werden das am Mittwoch austesten. Das Problem ist also ein bisschen, da haben wir schon einmal drüber gesprochen, ich kann auf YouTube die Latenz... Was ist denn mit dem Chat los? Total ein Schlaganfall! Da, Dominik, Baumgartner Sepp, dein Name ist zu lang. Sagt der wie es ist. Jetzt pass auf, jetzt probieren wir noch Apps. Float, left. Gib ihm. Safe. Haben jetzt alle Namen links ausgerichtet in dem Kasten. Ja! Okay, das ist ein Fortschritt. Aber was soll die Riesengap da dazwischen? Was ist das für Behinderung, Alter? Was die größte Behinderung ist ja, ich kann diesen Chat nur anpassen, währenddessen ich live bin. Weißt du was? Das machen wir am Ende vom Stream. Bis dahin schaut heute so aus. Keine Ahnung. Da müssen dann halt, da werden schon ein paar da bleiben von euch. Und dann werden wir das anpassen. Das ist ein bisschen. Also, das ist hart fragwürdig. Aber man kann ja Namen abkürzen. Kann man die Breite von den Dingen einstellen? Ich weiß es auch nicht, das ist das allerletzte. Schriftart kann ich nicht einstellen, die Schriftdicke kann ich nicht einstellen. Das ist das Letzte, Alter. So, Kinder! Schauen wir aus! Da haben wirklich Leute auf Twitch und deren da in den Chat ein. Irgendwann. Ihr gehört alle der Wurfe. Ihr gehört alle mit der Scheißbürsten der Wurfe, was weiß ich, was ist da treibt, ich mach jetzt das, da lasse ich dabei mich auf. Das da, der Chat, der kriegt einen totalen Schlaganfall, ich mach mir jetzt auch mit zu. Wir haben uns heute hier versammelt. Erst einmal, herzlichen Dank für die Interaktionen im Video gestern. Ich glaube, wir haben irgendwo zwischen 13.000 und 15.000 Aufrufe, ich weiß es nicht, das ist wirklich akzeptabel, bis fast schon sehr gut für das, dass wir schon lange kein Video mehr gemacht haben. Herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der da einen Kommentar drunter geschissen hat, einen Like-Button gesmasht hat und das Ding ganz angeschaut hat. Es ist wichtiger denn je, damit... Jetzt setzt ihr mir auf! Was ist denn mit euch?
Außerdem, wenn ich da schon wieder die Donation-Listen anschaue, dann muss ich kurz einmal die Ansage machen, nehmt mal nicht den scheiß Superchat her, sondern den scheiß Link da unten. So sackeln sie nämlich fucking YouTube-Hälfte ein, falls irgendjemand interessiert. Was ist denn mit euch, Alter? Max! Schluss, Chris, Schluss! Liebe Chris, vom Harald und mir. Chris, Harald, ich glaube, da werden Zipfel zusammengesteckt. Bin mir nicht ganz sicher. Passt da eigentlich der eine in das andere Pipiloch ein? Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Kenne ich mich nicht aus. Was? Der Jam? Was? Pump up the jam. Pump it up while your feet are stomping. Warum? Max, merci dir, Timmy Boy. Achso, käme doch nicht so gut aus, sorry. Erkläre dann schon. Aber ich komme nicht zum Erklären. Weiß ich nicht, weil Leute euch sagt, dann Geld scheiße da oben haben. Austrian Sepp, gut, das sag ich nichts mehr, bei dem ich sehe, Hopf und Malz verloren. Total. Spielst du mit einem Logitech-Controller? Ja, sicher. mit einem Blauer. Austrian. Da muss ich noch mal vorlesen. Da bin ich Witz. Was waren die letzten Worte eines U-Boot-Kapitäns? Mach mal das Fenster auf, es ist so schlechte Luft hier. Wir haben drüber diskutiert, was da der Grund sein gewesen kann, dass da jemand unten eine Mutter auftrat. Austrian as always. Dankeschön. Danke an Olli. Like, bitte. Der Herr Karl, der wird wieder nicht angezeigt. Merci wieder ein Resub. Servus Birger, bin auch wieder mit am Start. Schönen Grüß aus Oberösterreich und nicht aus Österarm. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Das erklärt einiges. Und kommt die kleine Mieze, die wird wieder schon angezeigt. Kein Mensch weiß warum. Weiß keiner warum. So, haben wir es jetzt, bitteschön? Kann man mir jetzt irgendwas spielen? Wie viele Leute haben wir überhaupt? Das ist noch was, das fuckt mich an, so, wenn ich nicht sehe, wie viele Leute da haben! YouTube! Do something! Wo bin ich? Da bin ich! Keine Ahnung! 950 grob! Wird schon passen! Wer dem... Ist ja, Alter, was... Kann man jetzt zum Spenno fahren, das war was. Der Donner Bernd, der ist der Letzte. Fabi, ein 20er ist voll, wir kommen resubben. Das fragst du mich, ich resub mich selber eher nicht so oft. Mehr als wieder 20er ist 2. Ich weiß, das geht irgendwie in dieser Mitgliedschaft, dann kannst du einmal im Monat so einen Resub einer Scheiß irgendwie so. Ich sag's mir, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich resubbe mich selbst so wenig oft. Dankeschön. Herr Donner, merci dir. Jetzt kommt der Sephiroth noch und der passt hier und dann ist er scheiß Ruhe, du sonst rast ihr aus. Wie rast aus? Urlaubsgeld, wieso gibt's ihr mir euer Urlaubsgeld? Ich hab keinen Urlaub. Ich hab schon gehabt. Ja, gut, in 4 Wochen. Sephiroth, merci dir. Himmel, Vater, mir kommen keine 2. Ich weiß nicht, was da heute wieder los ist, aber irgendwas ist kaputt, Alter. Bürger im Nachtdienst schauen ist gleich 800% Zusatzwert, schreibt das Sephiroth, merci dir. Basti Hero, merci dir. So, jetzt Schluss jetzt, Alter. Schluss jetzt! Jetzt kommt wieder der Uts-Scheiß! Oh, jetzt ist die Musik aber ziemlich laut. Muss ich noch mehr ausertappen. Give me the beat! Jetzt halt sei Futzen! Big Mac, Schluss hier! Mein Gott, das ist jetzt nicht auf. So, um Punkt 20 nach fangen wir mit zum Speiner, weil sonst rast ja die Listen geht noch mehr wie flip. Ah, ich sitze mir. Dann gibt's halt wieder Hitchis. Wo sind meine Hitchis? Ja, könnt ihr euch meine Fresserei wieder anschauen. Biese, Gage, Schoas, das ist das O20 Schene was I woas. Biese, Gage, Schoas. Ja, Alter. Habe drirt. Haben wir es jetzt? Das war so schön. Fabian, das ist 2 und du weißt es. Vor allem bei Leuten, die zum ersten Mal mit so einem Betrag lesen. Bitte reißen Sie sich zusammen, weil irgendwo bloß die Leute umeinander hocken und umeinander trinzen. Und ich sitze da und denke mir so, Alter, ich habe einfach nichts da. Ich sitze einfach nur da. Ich weiß es nicht. Dominik, merci für den Euro. Fabi, merci, Rest. Wulfric, du bist jetzt der Letzte. Es ist 20 nach, jetzt ist Zocken dran. Genau so schaut's aus. Alert Sounds aus. Wir starten das verdammte Spiel. Holt's auf, Futzen jetzt! Merci alle miteinander! Mit dem wir jetzt da irgendein komisches Beispiel, das mir die Flocke auch nicht gezeigt hat. Heißt Dave the Diver. Man taucht offensichtlich ein wenig in der Weggeschichte umeinander und auf die Nacht führt man ein Sushi-Restaurant. Ich hab absolut keine Ahnung. So, aber sie ist so, Musik gleich mit oben rein, kriegst einen Schlaganfall mit der Scheiße. So, mit Soundeffekte, machen wir 85, wer Klang, Auflösung, Modus, Vollfenstermodus,
Wird schon passen. So, ob man das Ding mit Controller spielt oder nicht, das weiß ich noch nicht, aber ich hab den weißen Voraussicht einmal hergekriegt. Der ist ja gleich angesteckt, ne? Der ist ja gleich, der ist ja gleich angesteckt. So, neues Spiel. Okay, das geht straight los, das werden wir uns natürlich anschauen. Ja, schöne Indie-Game-Grafik, zauberhaft. Der Sebastian war der Fisch, glaube ich, gell? Ist das der Dave? Ich seh sein Wampe. Da. Der Gute über die Wampe. Krebsal. Gleich einbagel, gleich zur Sushi weiter vorarbeit. Also ich glaube zumindest, dass es das Spielprinzip ist. Oh! Incoming Call. Er möchte Sushi machen. Ich verstehe kein Wort, aber er möchte Sushi machen. Ja, gefällt er sich. Und er? Weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall, den Soundtrack ist schon mal bemerkenswert gut. Harte Larry-Vibes, stimmt auch, Herr Utzmeier. Ist absolut richtig, hab ich auch ein bisschen. Boot. Das ist das U-Boot von den anderen. Ja, kämen jetzt schon Credits? Haben wir schon durchgespielt, oder was? Ist das ein Video von deinem Urlaub, Birgbert? Ja, das habe ich euch bloß noch nicht gezeigt. Sebastian ist die Krabbe bei Ariel. Schon, dann war ich schon richtig mit dem Sebastian. Wie heißt dann der Fisch? Ich weiß. McGoldy! Umfragen zur Folge sind Preisen unfreundlicher als Bayern oder Ösis. Das Institut auf Bürger mit Professor Dr. Franzisk Kahr kam bei einer Umfrage von 1000 Personen zu einem einstimmigen Ergebnis. Hashtag Spendenaufruf, Hashtag YouTube ist besser als Twitch. Also bis jetzt habe ich noch... Wie ist denn die Bildqualität? Ihr müsst halt schon auch schauen, YouTube hat die Möglichkeit, per Zahnrad die Qualität aufzustellen. Die müsste eigentlich besser sein. Wenn man es überhaupt merkt. Und am Mittwoch werden wir ausprobieren, wenn wir in 1440p streamen. Das Problem mit 1440p ist, dann kann ich nicht mehr auf ultra niedrige Latenz stellen. Dann hat der Chat ungefähr 10 Sekunden Verzögerung. Das ist das Problem. Ich habe nicht gesagt, wir haben eine höhere Auflösung. Ich streame nur mit mehr Datenmenge bei der gleichen Auflösung. Das heißt, die Qualität des Bildes soll halt eigentlich gut gehen. Was geht nur bis 720p? Ricky Boy, was? Miserabel, hab auf 1000p gestellt und trotzdem sehe ich nur Pixel. Bernd, das sind die Informationen, die helfen mir nicht weiter. Da und der Gatonera hat auch nur 720p. Das liegt aber dann nicht an mir. Das liegt dann aber nicht an mir. Das liegt an einer Internetverbindung oder was weiß ich, was da los ist. Stream auf Chatterbait oder so. Nein, 1080p, 60 FPS. Das tue ich ja schon immer. Aber halt nur mit 6000 Datenrate. Ab heute mit 12.000 Datenrate. Das heißt, die Qualität, wie das Battle gerendert wird und bei euch ankommen müssen, soll halt eigentlich besser sein als normal. Allerdings ist das halt vielleicht auch ein bisschen das falsche Spiel, wo man das dann erkennt. Da brauchen wir was Dunkles. Vielleicht wegen dem Adblocker. Da hat sich sowieso auch bald erledigt. 1080p 60, aber das Spiel ist etwas verpixelt. Komisch, wieso nur? Ich werde mir das dann auch im Nachhinein, wenn der Stream go ist, dann auch mal noch mal anschauen. So! Jetzt passen wir an, jetzt müssen wir noch ein bisschen was umeinander lesen. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, ich sag, dass es ist. Oh, das ist der Cobra. Er sagt folgendes. Oh, Dave. Du bist aber schnell hergekommen. Ja, sicher, lieber Dave, hallo? Das sind wir also mir, geil, Quamper der Davey. Naja, ich wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub, weißt du? Genau. Und? Wo ist das ganze tolle Sushi? Waren die Sushi-People? Super SSP. Super Sushi-People! Haha, keine Eile. Sieh dich erstmal um. Okay. Schau dir mal dieses riesige blaue Loch an. That's what she said. So was habe ich noch nie gesehen. That's what she said. Es ist nicht nur groß, jedes Mal, wenn man das riesige blaue Loch betritt, verändert sich sein Terrain und seine Ökologie. Und das ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Aha. Was für eine Art von Geschäft. Lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder etwas üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Nun nur zu. Geh hinein. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Was ist jetzt? Eine Sushi-Bar am blauen Loch.
Da stinkt im Blauloch, da stinkt so wenig nach Fisch, ich weiß nicht wieso. So, kann ich da jetzt, also es da auch mit WASD gehen, aber da habe ich jetzt so das Gefühl, dass das mit dem Controller wahrscheinlich wieder besser ist. Sag ich dir, wie es ist. Aber das Management, und das rieche ich bis daher von der Sushi-Bar da hinten, was vermutlich später irgendwie dazu kommt, was wieder mit sehr vielen Menüs und so zum tun hat, da spiele ich dann wieder mit der Maus. Ich hoffe, das schaltet automatisch um. Moment, das muss ich kurz einstellen. Achtung, ich muss kurz das blaue Loch einstecken. So. Geht das? Ja, schon hier automatische Controllererkennung. Und wenn ich jetzt da mit der Maus wieder umeinander tue, dann geht das auch wunderschön. Das ist mir das allerliebe. Versuche den Pfeil mit WASD zu bewegen. Nix da. Was ist jetzt da? Was ist den Pfeil mit 14? X ist los. Was ist nix? Keine Ahnung. Okay, dann müssen wir umbleiben. Ab dafür! Prolog. Eine Sushi-Bar am blauen Loch. Oh. Und ich muss jetzt die Fische halt da so. Das haben wir. Du bist aber in guter Form. Haha, ja, das sehe ich, du Gewamper, du. Okay. Aber das war erst der Anfang. Bewege dich zum markierten Bereich. Mit LT kannst du dich schneller bewegen. Das werde ich nie in meinen Schädel reinkriegen, weil ich einfach zu wenig mit scheiß Controller spiele, was LT und was ist andere? LR, glaube ich. Was ist LT und LR? Ich habe keine, alles mir wurscht. Mit LT kannst du dich schneller bewegen, aber denk daran, schnelle Bewegungen verbrauchen mehr Sauerstoff. Ach, wir haben nur eine gewisse Zeit zum... Okay. Und so. Ja, und so viel schneller sind wir da auch nicht. Haben wir schon da. Gut, deine Fähigkeiten sind noch die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. Jetzt super cool. Was soll ich beim Mittermeier erklären? Was das Unterwassertaucherzeichen für Hai ist? Jeder Kind okay. Das da. Hm? Ah, super gut. Weißt du, was das für Hai ist? Wenn jemand unter Wasser ein Hai sagt, musst du so machen, dann wissen alle Bescheid. Super gut. In Notfällen könntest du dein Tauchermesser einsetzen. Setze ihn einmal gegen kleine Fische ein. Du kannst ihn per B-Taste benutzen. Fische. Ja, wir kommen zu den Fischen. Sieh, die schwimmen alle weg. Verwende B, um das Tauchermesser zu benutzen. Also ich muss einfach bloß... Okay. Gut gemacht. Schnell und sauber. Ja, du bist ja kein Fischi. Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Die Harpune? Na, ich habe ja lange Zeit nichts mehr einsetzen müssen. Wie war das noch gleich? Erst zielen und dann vorn reinschauen. Du brauchst wohl wieder eine Auffrischung. Setz deine Harpune ein, um, sagen wir, 3 Fische zu fangen. Ziele mit A, schieße mit RT. Da hat es mir gerade jemand erklärt. LT, Left Trigger, LB, Left Bumper. Was ist Bumper, was ist Trigger? Der Trigger ist Trigger, ja, macht Sinn. Okay, so, ich muss mit A... Was? Boah, leck, dieser Vollbrut... Bruder, der ist ja voll brutal, oder? Mit Aimen mit Controller ist das Letzte. Aber die Fische haben offensichtlich eine Hitbox, du graust um meinen Arsch. Du wirst in kurzer Zeit wieder den Bogen raus haben. Da bin ich mir sicher. Okay, komm fürs Erste ins Boot zurück. Da haben wir 3 Fischis gefangen, sehr gut. Uzi, mehr als 400 Euro, wissenswertes. Taucher lassen sich immer rückwärts ins Wasser fallen. Wenn sie sich nach vorne lassen würden, daten sie ins Boot fallen. Oh Gott. Wo ist Hashtag? Wo ist Hashtag Carport? Ich verstehe die Frage nicht. Uzi, merci dir. Herr Schulz, merci für den Resub, aber der Bierger alles fit im Schritt. Warte, schau. Ja, so hätte wegen, aber das passt schon. Mr. McGoldie, merci für deinen Zwickel und Rest ebenfalls merci. Schluss jetzt, wir müssen Fischi fangen. Okay, jetzt wo du dich wieder eingearbeitet hast, können wir zum Geschäftlichen kommen. Und jetzt bin ich gespannt, weil das muss ja der eigentliche Motivator im ganzen Spiel sein. Diese Sushi-Bar zu managen, weil du musst ja looten und bluten und verkaufen und so weiter. Schauen wir mal, was es kann. Dave, du liebst doch Sushi, oder? Alles klar, das Weißfischfleisch mit dem saftigen Reis. Oh Mann, Sushi ist lecker. Hör mir gut zu. Ein Freund von mir war früher ein Sushi-Koch, hatte aber sein Geschäft für eine Weile aufgegeben. Er hat ein loses Mundwerk und ist ein etwas schwieriger Typ, aber sein Talent ist unübertroffen. Und nun habe ich mit ihm ein Restaurant eröffnet, um ganz spezielles Sushi zu verkaufen. Und zwar direkt hier. Unser Sushi ist aus frischem Fisch gemacht, der direkt im blauen Loch gefangen wird, wo sich Fische aus aller Welt tummeln. Was meinst du, ist das nicht die beste Idee für ein Sushi-Restaurant überhaupt? Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hätte jetzt eigentlich auch Bock auf Sushi, sag ich dir, was ist. Haha, bestimmt. Also, willst du bei diesem spannenden Abenteuer dabei sein? Was meinst du? Naja, also, ich esse gern, aber ich habe keine Ahnung vom Kochen.
Keine Sorge, das Restaurant ist schon stark klar. Du brauchst nur zu tauchen und die Zutaten zu beschaffen. Das klingt doch gut, oder? Was passiert jetzt, wenn ich auf Ablehnen drücke? Sollen wir rausfinden? Sollen wir außerfinden, was passiert, wenn wir auf Ablehnen drücken? Ab in den Chat. Ablehnen oder annehmen? Ich bin für Ablehnen. Ich habe kein Geld bei mir. Ich glaube, ich kann nicht zahlen. Da fällt mir ein. Vor einer Weile hast du meine Unterwasserdrohne kaputt gemacht. Du Huren! Sie zu reparieren hat 500 Gold gekostet. Was Gold? Was 500 Nazi-Gold? Aber ich habe das Geld nie von dir zurückverlangt. Sie ging bereits ein paar Sekunden kaputt. Sie war eigentlich von Anfang an kaputt, oder? Was willst du mir damit sagen? Sie war total in Ordnung. Naja, okay. Was soll ich jetzt machen? Eigentlich war für heute die Eröffnung geplant. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind. Reden wir im Restaurant weiter. Haha, welch grandioser Witz, Cobra. Drücke X beim Pfeil, um zur Sushi-Bar zu gehen. Kann man da springen? Go. Schnellreiseoption. Sushi, okay. Ich finde Grafik eigentlich ganz geil, weil eigentlich ist 3D, aber heute im Pixel 3D. Oh, das ist aber eine schöne Bar. Hey, Bancho! Sind wir bereit, das Restaurant zu eröffnen? Wie du siehst, ja, perfektes Timing. Oh, es ist schon fertig? Du? Du bist der Fischer, von dem Cobra geredet hat. Naja, ich bin eigentlich eher ein Taucher als ein Fischer. Ach so, also gut, es ist nett, dich kennenzulernen. Ich bin Bancho. Du magst also auch Sushi, ja? Aber sicher, Thunfisch, Aal, Segel. Oh Mann, schön daran zu denken, lässt mir das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Du bist so mittelmäßig, wie ich dachte. Was? Sushi ist ein Amalgam aus der Seele der Meeres. Was ist das? Aus der Seele der Meeres und der Seele des Landes. Es symbolisiert Mutter Natur höchst selbst. Die meisten Menschen kennen nur die gewöhnlichsten Fischarten, so wie du. Ein Leben ohne die seltensten Fischarten gekostet zu haben, ist kein Leben! Es ist meine Berufung, alle Geschmacksrichtungen von Mutter Natur möglichst vielen Menschen zugute. Oh. Okay. Es war einfach scheißegal. Der Werner schreibt, hat was von Sierra Quest Spiele. Schon ein wenig. Ja, ich weiß ein bisschen. Ein Erdbeben? Oh nein, unsere Inneneinrichtung ist total durcheinander geraten. Ja, super, und wir müssen es jetzt wieder aufbauen. Lass mich raten. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Eröffnung verschieben. Weißt du was? Wir haben ein gesamtes Vermögen in dieses Restaurant investiert. Jetzt werden wir die gesamten Reparaturkosten durch Einnahmen ausgleichen müssen. In diesem Zustand? Hahaha! Am Ende zählt in einem Restaurant noch immer der Geschmack. Erst brauchen wir Zutaten. Hast du irgendwas mitgebracht? Ja, 3 Fische! Naja, ich habe etwas, das ich vorhin gefangen habe. Nur 3 Fische? Das wird nicht reichen, um genügend Gäste zu bewirten. Bitte fange erst 7 weitere Fische. Das kriegen wir hin. Ach und? Das Restaurant wird immer nur abends geöffnet haben. Entgehen uns dann nicht viele Einnahmen? Du meinst, wir sollten Gäste reinlassen, ohne uns vorher entsprechend vorbereitet zu haben? Nur um ein bisschen Geld zu scheffeln? Es ist die Pflicht eines Kochs, das bestmögliche Essen stets mit akribischer Präzision zuzubereiten. So wie ein Krieger sein Schwert an einem Wetzstein schärft. Ja, ist ja gut jetzt mit dem scheiß Gelaber, los, wir jetzt Fisch fangen. Während des Tages benötige ich Zutaten bester Qualität. Okay. So. Das heißt... Also, tagsüber gehen wir tauchen und auf die Nacht werden wir Sushi-Restaurant managen. Bancho scheint sehr leidenschaftlich zu sein, was seine Arbeit betrifft. Er vermeidet es, über persönliche Dinge zu reden, aber über Sushi spricht er den ganzen Abend. So voller Schwung habe ich Bancho seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Es tut gut, ihn so zu erleben. Was für ein Vorfall? Ups, nein, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Zutaten, also fange bitte noch 7 Fische. Okay, Auftrag aktualisiert. Okay, es gibt also ein Quest-System. Wir haben ein minus 100 Gold. Im Minus verdiene ich 100 Gold, fange 7 Fische. Das können wir mal. So, da hat's geheißen, geht's los. Dann springen wir rein. Und ab dafür. Schönen guten Abend, liebe Leute. Herr Sinister, ebenfalls grüß Gott. Was haben wir da? Grüner Beulenkopf Papageifisch. Der größte Fisch, der in... Oh Gott. So schnell kann ich nicht lesen. Entschuldigung, ich bin geistig behindert. So, da sind wir nun. Wir haben jetzt da... 88, die 6 hier hinter mir, ne? Wir haben 87 Luft. Okay. Das heißt, wie ist jetzt das gleich wieder? Oh, können wir die fangen? Nein, die können wir nicht fangen. Da sind Fischis. Oh, da dürfen wir nicht reinschwimmen. Gut. Ja, ist ja gut. Was hat mich für Hitbox, du fettes... Du Huren. Fetter Huren. Fischi fangen. Ja. Oh.
Alter, mit dem Controller. Ey, das ist das Letzte! Ist jetzt kein Fisch da, oder was? Ah, haben wir. Oh! Da, ich muss drücken! Okay, versteh schon. Wieso kann ich nicht nach unten zielen? Was? Hab schon gesehen, ich muss mit der Maus zielen. Haben wir ihn schon. Geb Fisch. Ja, da geht nicht so weit. Kann man mit Sicherheit später ausbauen. Okay, passt. Ja, fast. Gehen wir da her. Machen wir so. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm für ein Fisch? Da gehst du her. Okay, wir haben noch 59 Sauerstoff. Da muss ich euch ein bisschen in Kenntnis halten, weil irgendwie... Was? Ach, ich kann das nicht mehr am Start unten. Geht nicht, okay. So. Ein Fisch brauchen wir noch. Da gehst du her. Da ist irgendein Holzding. Das nehmen wir mit. Okay. Was haben wir da noch? Da haben wir auch irgendein Holzding. Oh, da haben wir einen Schrimp. Schrimp! Warte mal, wie ist das Ding gleich wieder gegangen? Ach, den Schrimp kann man nicht fangen. Schieb die ins andere Eck, bitte. Ich weiß nicht, ob das, ja, haut nicht hin. Haut nicht hin. Und wir tun da. 47, ich schick mich gleich, ich schieb. Ah! Damit wie viel Leben haben wir? Oder kostet es bloß Sauerstoff dann, wenn ich da erwischt werde? Ich nehme jetzt einfach noch ein paar mehr Fisch mit, das ist mir wurscht. Mehr Fisch, mehr gut. Oh, da möchte ich schon wieder werden! Okay, verstehe. So, das kann ja nicht alles sein. Da fängt der keiner das ausflippen. Und auf den kleinen Fisch mit der Riesenharpune schießen, das ist das Letzte. So, was haben wir sonst noch? RB, da können wir das durchtauschen. Okay. Zurück zum Boot. Okay. Da schmeißen wir Geld und der Bürger merkt's nicht. Andi! Was tust denn du? Die Bachverein ist die beste. Ich werd's dem blauen Loch nicht geben. Mein Bachverein gibt's im blauen Loch vielleicht ab und zu. Razy-mäßig wieder ein Euro, Andi, ohne Scheiß. Bitte hört jetzt auf mit den fetten Beträgen, weil ich einen absoluten Schlaganfall krieg. Ich weiß nicht, was da wieder los ist, aber gut. Dein Bildschirm macht die blauer als deine LEDs. Es sind meine LEDs. Sagt es keinem. Sagt es keinem. Delay-Test. Meister, ich hab ihn spät gelesen. Andi, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich krieg's die Privatroute. Pass auf. War nur für den Andi, der Rest, der weiß ich nicht, schon wieder nicht zuhört, selber schuld. Guten Morgen. Merci dir. Schluss bitte jetzt damit. So, alles klar. Du hast ja scheinbar einiges fangen können. Ja, sicher. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen. Ha! Du, meine Güte, so spät ist es schon. Wir müssen uns beeilen und alles vorbereiten. Geh doch bitte schon zur Sushi-Bar. Sushi-Zutaten vorbereiten. Okay. Chill. Tour 1, Temperatur, Datum, Zeit 2 Minuten 27, Tiefe 22 Meter, gefangen 10, gefunden 2. Okay, wir haben da Objekte, kommen wir mit denen irgendwas da? Nö. Machen wir A, okay, das sind wahrscheinlich dann die Fische, die wir gekriegt haben und Kochutensilien. Keine Zutaten gesammelt. Ja, aber ich hab da Holzplanken gesammelt. Der Regenbogen-Lippfisch gibt 6 Gold. Wenn ich jetzt A drücke aufs Aquarium, oder was? Ich check's nicht ganz, was ich jetzt tun muss. Achso, einfach auf A. Na gut. Schließe den Tag ab. Okay, übrigens kannst du nur 2-mal pro Tag tauchen. Einmal morgens, einmal abends. Besorge die Zutaten immer vor der Abendessenszeit. Okay. Bancho Sushi aufbauen. Das heißt, kann man da mal, was ist da? Wenn ich mir überlege, ist es bereits 8 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, das interessiert mich jetzt scheiße. Laber 2-2. Laber, hau ab jetzt. Rechts oben haben wir übrigens eine Uhr. Es ist jetzt Abend. Und dann gehen wir da so her und fahren wir in die Sushi-Bar. Okay. So. Habe die Ehre, Chat, habe die Ehre. Stop this shit! Andi, bitte. Bitte. Da nimmst du einen weißen Hai! Ich weiß nicht, ob man sie nicht nur singen. Bitte. Andi, I'm serious. Please don't. Please don't. Von ganzem Herzen Dankeschön übrigens an alle. Es muss aber nicht jetzt mal so eskalieren. Es muss... Nimmst einen weisen Hai. Ja, der hat keine Eltern. Wie er dann auf die Welt gekommen ist, das wissen wir nicht, aber das werden wir herausfinden. Den prügelt man K.O., dann werden wir ein bisschen waterboarden und dann werden wir schon, weiß ich nicht, werden wir schon aus ihm herauskitzeln. Andi, merci dir, Schluss jetzt! Bancho,
Wie läuft es mit den Vorbereitungen? Wir sind praktisch fertig. Das ist gut. Also auf einen erfolgreichen Abend. Und wo willst du jetzt hin? Hat Cobra es dir nicht gesagt? Aber jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. Das war so klar. Was? Aber ich verstehe nicht. Cobra hat zu mir gesagt, dass mir hier jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Servieren helfen würde. Ich müsste nur kochen, meint er. Und wer sonst, also du, könnte damit gemeint gewesen sein. Moment mal, aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Bald werden die ersten Gäste hier sein. Okay, ich werde dir einen Crashkurs geben, also pass gut. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt wieder kommt. Was? Öffne die unten stehenden Zutaten. Drücke ja, um Zutaten prüfen. Geht das auch mit der Maus? Weiß ich nicht. Machen wir mal mit Controller. Zutaten. Okay, der Kardinalfisch. Hier kannst du nachsehen, wie viele Fische, Feldfrüchte, Soßen und andere Materialien du hast. Sie haben offensichtlich nur ein bisschen Probleme mit dem Textumbruch und so. Ich glaube, ist es noch im Early Access das Spiel? Ich weiß es nicht. TerraPlates, merci wieder ein Resub. Schluss jetzt. Ja, Kruzifix ist bei euch alles Urlaubsgeld gekommen oder was? Ja, offensichtlich schon. Ich weiß nicht, was das soll. Bei mir halt offensichtlich dann ja auch. Dankeschön. TerraPlates, habe die Ehre zurück. So. Das reicht fürs Erste. Komm später noch einmal für mehr Informationen vorbei. Okay. Drücke B, um das Zutatenfenster zu schließen. Ja, das mag ich aber nicht. Also ich kann jetzt aber auch nichts anderes machen. Okay. Gut, jetzt zeige ich dir, wie man Gerichte der Speisekarte hinzufügt. Okay, also wenn man da jetzt so einen Pizza-Connection-Art-mäßigen Simulator noch hergeschissen kriegen, dann kriege ich vielleicht schon ein kleines Zeit im Hosal. Muss ich sagen. Drücke A, um die Speisekarte zu überprüfen. Neue Rezepte müssen der Speisekarte hinzugefügt werden, bevor sie Gästen serviert werden können. Für den Fisch, den du vorher gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Füge es der Speisekarte hinzu. Trage ein Gericht in die Speisekarte ein. Okay, Menü, bla bla bla, hinzufügen. Und dann haben wir da, was dann viel? Kardinalsfisch. Dann nehmen wir den teuersten. Wer kostet am meisten? 6,7 dort, der ist gut. Sushi aus Gelb, Rücken, Füße. Oder wir nehmen erst. Oben in der Speisekarte muss immer alles billig sein, habe ich gelernt. Nehmen wir den billigsten Teufel, das ist gleich der erste. Nehmen wir den ersten. Kardinalfisch. 0 bis 50 Meter. Anzahl hinzugefügt. Okay. Alles klar, das war wohl nicht so schwer. Nö. Zutaten auf Autokochen zu stellen, wird alles etwas vereinfachen. Noch einmal zum Mitschreiben. Nur Gerichte, die auf der Speisekarte stehen, können verkauft werden. Muss ich die jeden Tag neu anpassen? Das war ja völlig behindert. Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du Gerichte auf der Speisekarte austauschen oder die fehlenden Zutaten beschaffen. Du kannst auch das Aroma der Gerichte veredeln. Wenn du genügend Zutaten hast, probiere es einmal aus. Benutze jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, um die Speisekarte so lang wie möglich zu machen. Okay. Das heißt, ich tue jetzt da jeden Scheißdreck auf. Oder? So. A. Verwalten. Tauschen. Autokochen. Veredeln. Wie kann ich das jetzt mit Juwelen Fahnenbarsch kann das veredeln, den Namen aber nicht. Okay. Nein, nicht Menü löschen. Nehmen wir den nächsten. Ja. Bronze, Silber oder Gold oder Höhe. Achso, okay. Wir kämen nicht mehr Zutaten auf wie da. Wir 4. Und da war es wahrscheinlich ja schlau, wenn wir da die aufwiedern, wo wir am meisten haben. Am Schluss wahrscheinlich. Naja, gut. Machen wir so. Wie lange willst du denn da herumstehen und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse grünen Tee. Ich bin durstig. Kurzi, mehr als für einen Euro. Nie wieder Aktien noch lange wieder steigern. Servus. Die ist ganz oben. Die ist hier. Bring mir eine Tasse grünen Tee. So. Hast du schon mal grünen Tee getrunken? Nein, nur Limonaden und so. Dann erkläre ich dir, wie man das macht. Geh erst rüber zu Cobra. Okay. Gieße die richtige Menge ein. Wie denn? Manchmal bestellen Gäste Getränke, um genau die richtige Menge grüne Tee aufzugießen. Ja. Lol. Okay. Perfekt, immer der beste grüne Tee-Einschenker, den es gibt. Gäste, die grünen Tee der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr! Okay, wie erwartet, das Panchos grüne Tee, was ganz Besonderes, den haben wir bei ihr geschenkt, hallo? Hört jetzt doch mal auf mit der Scheiße, was ist denn mit euch? Selbstspieler, Kunden mehr Geld schmeißen, hab gerade was verkauft, Kappa. Was hast du verkauft? 4000 Schuss für der Gatling Gun, du gottverdammte Irre! Was ist mit dem Nexotus?
Was ist denn mit... Können wir jetzt einmal ernsthaft, Alter. Was ist denn mit dir eigentlich? Wieso hab ich... Ich hab gehört, das ist der Kanal, wo man einen Haufen Geld spenden soll. Grüß aus Tirol. Was, weil die ist da reich, gell? Da denken wir nichts mehr. Ihr müsst offensichtlich das Geld aus alle leer scheißen. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Nexotus kriegt nur mehr eine Privatröte für alle. Guten Morgen. So. Ja, heute ist wieder so ein komischer, besonderer Tag. Ich weiß auch nicht, weil wir kein Twitch mehr da haben und so weiter. Ist wieder alles am Eskalieren. Ich weiß eh, was es ist. Leute, Dankeschön. Ernsthaft. Es freut mich, wie viele Leute haben wir überhaupt? Das ist noch was, das darf ich mir einfach gern anzeigen lassen. So wie der was ist. 1100, wenn mir der anzeigt. Wenn ich sage, ich schaue heute in mein eigenes Stream nebenbei, was soll die Scheiße? Erstmal habe ich die Ehre, alle freut mich, dass alle da sind. Grüßt mal die Twitch-Ultras. Ich möchte nur feinste Integration sehen. So, mehr mag ich nicht sagen. Und Schluss jetzt mit dem Rest. Dankeschön. Bussi aufs Nussi, ganz oft. Auf alle Bahnscheiben. Auf alle von unten und auf alle von oben. Haha, wie erwartet das Bench aus grüner Tee, was ganz Besonderes. Diese Tee macht Appetit. Gibt es auch etwas zu essen? Anspruchsvoll wie immer. Warum servierst du ihm nicht gleich etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Okay, warte, bis das Kochen beendet ist. Okay, dann muss ich zu ihm gehen. Der Sushi-Meister, der schnipselt da hinten das Sushi zusammen. Okay. Komm zu mir rüber und nimm dieses Essen. Ich arbeite dran. Okay. Du kannst sprinten, wenn du Speisen servierst. Verwende LT, um dich schnell zu bewegen. Achte auf deine Ausdauer. Okay, das ist also ähnlich wie beim Ding. Okay. Hallo! Du hast das Paket letzte Woche verschickt, meinst du? Was um alles in der Welt? Ich werde nachsehen. Was ist jetzt mit ihm da? Du sollst da Essen nehmen, du Trottel. Cobra hat das Essen nicht einmal angerührt. Das ist immer so leicht abzulenken. Das Essen. Wir können es nicht erneut servieren, also müssen wir es wegwerfen. Das ist das Letzte. Man wirft kein Sushi weg, frisst doch dann selber. Ja, guter Mann. Oh, der Dave ist ein Guter. Das ist doch so eine Verschwendung, es einfach wegzuwerfen. Bei Bancho Sushi servieren wir niemals dasselbe Essen zweimal. Alles klar, verstehe. Halt der Biggie drücken, um das Essen zu entsorgen. Wir einfach einen Bohnen bewerfen, oder was? Alles sieht startklar aus. Ich habe schon länger nicht mehr direkt für Gäste gekocht. Bin etwas nervös. Vergiss nicht, Y zu drücken, nachdem du die Speisekarte fertig hast, um das Restaurant zu öffnen. Okay. So. Gäste bestellen Gerichte von der Speisekarte. Vergiss nicht, Speisen auf der Speisekarte zu registrieren, bevor die Sushi-Bar öffnet. Okay. Wie tut man, glaube ich, das Sushi-Bar mal auf A? Okay, da ist sie drin. Bancho Sushi öffnen. Okay. Und nun? Hallo? Hi. Hi. Okay. Achtung, machen wir das mal sehen. Ist mir so klar. Du musst dir das auf einen Zug machen, das ist das Letzte! Oh Gott, ich muss essen! Okay, jetzt wird stressig. Ich sehe schon, wie muss man das bringen? Gib mir gar nicht, das sieht gut aus. Wir gehen es aber zuerst hier. Ja, das ist gut. Schnell. Aus da. Ja, das gehen wir her. Ja. Wie gibst du mir das? Ja, der Hand wartet schon ziemlich lange. Ich bin unterwegs! Schneller! Ja, Tier schicken wir schnell an rein. Ja, das muss kommen. Perfection. So, warte, was ist das da? Was ist das? Was? Ah! Alter, das, okay, das artet völlig in Stress aus. Du nimmst das. Bin schon unterwegs. Wir sprinten. Dave, Fullsprint. Easy, was haben wir eigentlich mit der ganzen Kohle? Ist das meine Kohle? Weiß nicht, wer ist da? Da ist jemand verliebt. Was ist da los? Dieser Ort sieht anders aus. Bin schon unterwegs. Okay. Nochmal im Fullsprint-Healing. So. Außer ein kleiner Tee, den haben wir Leute, was ist Nexotus? Erst einmal, welcome to the squad. Ich weiß nicht, ob es angezeigt worden ist, weil ich wieder nicht aufpasst habe. Ich drücke einfach auf den noch mehr einblenden Trigger. Ab in den Chat habe ich die Ehre Nexotus, welcome to the squad und an alle anderen neuen Mitglieder, Bussi aufs Nussi. Julia, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Für einen Kasten Bier, den werde ich mir sauber reingondeln, das sagt er ich. Dankeschön! Schluss jetzt mit der Scheiße! Kruzifix nochmal! Außerdem hab ich nicht verdient, der Chat hat nicht funktioniert. Den werden wir aber miteinander heute noch aufpassen nach dem Stream. Ja, nach dem Spiel. NFT Robbie! Nein, NTF, oh, NFT sind falsch. Derry Birger, was hab ich versandt? Und ja, Graubiers hätte ich fast vergessen. Aha, haut drauf. Nein, wir servieren Sushi. Und der Mataucher, das ist eine gute Idee. Merci dir. Schluss jetzt mit ohne Scheiße jetzt! Schluss jetzt! Verkaufsschlager. Paletten-Doktorfisch. Der Paletten-Doktorfisch-Sushi. Verkaufsschlager letzte 7 Tage, sagt man nicht.
Macht es dann, also die einzigen Management-Optionen, die ich da jetzt habe, was ich da so auslese, ist, was ich auf die Speisekarten setze. Oder? Weiß nicht. Aber mit Nettogewinn haben wir 40 Gulden. Sehr schön. Und ein heutiges Ergebnis von 4,6. Du hast die Flamme des Handwerkers erhalten. Was auch immer das kann, keine Ahnung. Ja, gut. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bis jetzt sehe ich noch nicht, was mich so anfixt und was an dem Spiel richtig, richtig gut ist. Muss ich jetzt halt mal schnell sein. Puh, für heute ist die Arbeit endlich erledigt. Mein Rücken und meine Beine schmerzen. Du warst ein wenig ungeschickt, aber nicht schlecht für einen ersten Tag. Gib mir beim nächsten Mal noch etwas mehr Mühe. Was? 4,5 Sterne kann man doch nicht fürs erste Mal bedienen, du Arschloch. Ich schätze, aus deinem Mund ist das wohl ein Kompliment. Hey. Ein Mann sollte keine Genugtuung aus einfachen Komplimenten ziehen. Ja, schon klar. Wie dem auch sei, ein Toast auf die Eröffnung vom Bancho Sushi. Ich hätte auch gerne mein eigenes Sushi. Ich glaube, das soll ja der Handy-Game bleiben werden. Das glaube ich nicht. No! Was ist denn das? Der Postbote. Okay. Und das, liebe Kinder, ist übrigens der Grund, warum eine DHL-Backerl manchmal nicht ankommen. Kenny! Du hast erzählt, weil Twitch stinkt und so. Du Kasperlkopf! Kenny, merci dir. Schluss jetzt. Ich will angerufen von der Ellie! Meinst du, ob sie ins Telefon pfeift? Bist du der Mann, der hier herumgetaucht ist? Ja, ich denke schon. Kann einen Typen erwarten, der professionell aussieht. Hallo, ich bin der Dave. Ich bin der gewamperte Wuizau. Ich kann dich hören. Das weißt du schon. Wie dem auch sei, kannst du etwas für mich tun? Solltest du mir nicht erstmal sagen, wer du überhaupt bist? Ich bin Ellie. Ich versuche zu pfeifen. Ich studiere Biologie an der... Das kann ich nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Graduiertenschule der Universität der Philippinen. Okay. Ich bin nach Berichten über Anomalien in der Gegend hergekommen, um Nachforschungen anzustellen. Zufrieden? Okay, was willst du? Ich würde gerne die Ökologie dieses blauen Lochs untersuchen. Du sagst doch selber, Alter. Besorge mir zuerst etwas Agar und roten Seestern. Okay. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, nur noch jeweils einen von beiden zu verlangen. Besorg mir 2 von beidem. Das kriegen wir hin. Dein Ton. Da will ich eigentlich gleich ablehnen. Ich ehrlich gesagt, da. Schau dir wieder mal an, zeig dir mir anständig gut, du Rindviech. Du Rind. So muss ich eigentlich sagen. Ich habe eine Belohnung, aber wenn du sie nicht willst, ist das okay für mich. Eine Belohnung? Nun, ich habe ja nicht abgelehnt. Ich meine bloß, dass du netter fragen könntest. Wie dem auch sei, bitte beeil dich. Nicht trödeln. Okay. So, rote ökologische Daten. Neuer Inhalt. Smartphone. Was ist dort was? Okay, ich sehe schon, wir haben noch nicht ansatzweise da, was das Spiel noch so alles sie kann. Du kannst ein Smartphone nutzen, um auf verschiedene Inhalte zuzugreifen. Sieh dir deine aktuellen Aufträge und mehr an. Die Spieleinstellungen können über das Telefon angezeigt werden. Okay. Wie kommen wir da hin? Okay, das ist hinter mir, das ist aber jetzt nicht so tragisch. Das ist der Startknopf. Was haben wir da so? Da ist noch nicht frei. To-Do. To-Do. Bancho Sushi aufbauen. Cobra Hauptauftrag. Rote. Rot, das ist schon rote. Die Schrift ist ein bisschen unvorteilhaft. Und diese Dinger da halt so. Okay. Sonst haben wir da noch nichts. Das sind Nebenquests, Hauptquests und VIP-Quests und so ein Scheiß. Was haben wir da? Anrufen. Wen kann man noch? Einen Cobra und einen Bancho. Da rufe ich jetzt nicht, aber die labern wieder so viel. E-Mails. Holt euch einen 10% Rabatt und wo? Was? Was ist das? Manbo Air. Was ist das? Wollt ihr diesen Sommer einfach mal weg vom Alltag und Urlaub machen? Dann ist Mando Air genau das Richtige für euch. Bitte verwendet beim Kauf eure Tickets die unten stehen im Promo-Codes. Was auch immer. Wetter. Musik. Das ist ja geil. Das ist schon cool gemacht. Ah. Los. Na was? Spät ist dann. Ja. Und dann später wieder was anderes. Das ist für Behinderung. Na egal. Was haben wir da? Ein Album. Keine Fotos aufgenommen. Der gute alte Taschenrenner. Kann man brauchen. Minispiele. Keine Spiele zum Spielen. Einstellungen. Das ist eine nette Menüführung, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir gut. So, verdiene 100 Gold, beschaffe 2 Agar und ja, dann würde ich sagen,
Taucht mein Haufen ein, bevor mehr Zeit vergeht und mir bloß noch einen mit tauchen können pro Tag. Los geht's! Der Meerpfau wird zwischen 20 und 25 cm lang. Tipp, wenn ein Sauerstoff voranschwirrt, kommt dann ja Ausrüstung, ich hab's nicht lesen können. So, was haben wir da? Gleich mit einer Schuss wir daneben. Dass ich nicht nach unten zielen kann, macht mich narrisch. Ja, schneller. Nehmen wir gleich mit. Ich weiß zwar hinter vorne, was das für ein Fisch ist, aber den nehmen wir mit. So, wo müssen wir überhaupt hin da? So ein blauer Chimabra. So ein blauer Chimabra. Du gehst gleich mal her. Das ist eine Schatzkiste. Kiste gegen Kiste. Baseballschläger. Was tue ich mit dem? Kann ich jetzt mit dem Baseballschläger Fisch K.O. hauen, oder was? Da ist er! Oh. Dann gehst du her. Da ist er. Oh. Absolutes Pro-Aiming, sagt die. So, wir müssen so komische rote Dinger finden. Was ist so ein komisches... Oh, was ist denn mit dem? Kommen wir nicht, den kommen wir nicht. Oh, einen Sehen haben wir auch noch nicht. Nehmen wir auch gleich mit. Du schaust da aus. Kommst da gleich mit. Sehr schön. Da ist der. Der ist groß. Kommen wir nicht mit dem Baseballschläger? Warte mal. Bonk. 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 Da haben wir die. Haben wir die Sachen zusammen? Ja. Holy Bonk! Ja, was ist denn mit ihm? Ja, aber muss ich den K.O. dreschen, oder was? Es hört sich jetzt da aber einen Stor drauf dreschen, was ist mit dir? Da haben wir noch was. Das tut weh! Ich glaube nicht, dass man dass man mit diesen Handschuhen Segel einsammeln kann. Okay, verstehe. Da haben wir was. Großes Fischi. Da kann man Stickerl rausschneiden. Ich sehe schon. Okay. So, da haben wir noch Kiste. Ja, okay, jetzt haben wir beieinander. Haben wir schon auf... kriegen wir da nochmal Sauerstoffkapsel. Okay. Okay, wir dürfen nicht so tief tauchen. Sehe ich gar... da ist einer. Guter Fisch. Guter großer Fisch. Haben wir noch gar nicht gehabt. Guck es her. Was? Wir brauchen größere Fisch, ohne mit dem Baseballschläger auf dem Dates, oder wie sehen das? Nein, jetzt habe ich mich veraimt. Ja, mit dem... Ja, was? Her jetzt mit dir! Du Affenarsch! Wenn du dein Gewichtslimit überschreitest, wirst du langsamer. Wenn du es noch stärker überschreitest, wirst du nichts weiter tragen können. Drücke zum Organisieren. Alter! Auswählen, wegwerfen. Ja, weiß ich jetzt auch noch, ich weiß ja noch gar nicht, was gut ist. Wir brauchen Holz. Holz. Da haben wir 2 Sternefische, 6 schon. 5 Fleisch, 3 Fleisch. Okay. Ich glaube, wir haben Harpunenwumme, Harpunenspitze. Man kann Amulette finden, Objekte finden, Schusswaffen finden. Okay. Und da unten werden unsere Quests da auch angezeigt. Wir brauchen nur einen Seestern. Einen Sehen müssen wir schon noch finden. Das war schon nicht schlecht. Unser Gewicht, wir haben übrigens 10,2 Kilo haben wir dabei. 9 Kilo können wir tragen. Das ist natürlich schlecht. Ich würde vorschlagen, wir tauchen mal auf. Das dauert eine ganze Zeit, bis wir hier oben sind. Da ist noch ein dicker Fisch. Nein, das ist der Kugelfisch. Das ist nichts für uns. So, nimm ihn mit! Was kann? Wird schon. Jetzt blinkt das Gewicht schon. Tauchen wir lieber auf. Warnung, die Luft wird knapp. Ja, ich merke schon. Zurück zum Boot. Das muss jetzt fürs erste Mal gelingen. Das schaut doch ganz gut aus. Wer da jetzt zur Titanic taucht, oder? Ich arbeite dran. Schau hin. Grüner Beulenkopf, Papageifisch. Das war der gute, den haben wir mit dem Baseballschläger zusammengeschlagen. 3 Minuten 9 sind wir getaucht, haben einen Haufen Zeit gefunden, Objekte, ein Holz. Was wir mit dem Holz tun, das wissen wir noch nicht. Okay. Kochutensilien haben wir wieder keine gefunden, aber ansonsten haben wir einen Haufen Zeit gefunden. Sehr schön. Dave, konntest du dich gestern locker machen? Ich habe viele furchterregende Fische gesehen. Es wird nicht einfach sein, Tiefe zu tauchen.
Mir ist durchaus aufgefallen, dass die Fische im blauen Loch irgendwie eine boshafte Seite haben. Könnte etwas geben, das sie verärgert? Wo wir beim Thema sind, du solltest zusätzlich zur Harpune noch eine Pistole mitnehmen, ja sicherlich. Ich bin für Gatling Gun. Ich bin für einen Raketenwerfer. Ist gut, ich werde Dynamitfischen. Eine Pistole? Ich habe einen Freund, der sich mit Schusswaffen auskennt. Ich werde ihn dir vorstellen. Der Duff! Der Duff ist, glaube ich, ein guter. Foxy Boy! Achtung! Warte, ich geh schnell ohne. Foxy Boy, Trivia-Zeit wird nicht übersehen. Trivia! Bei 3800 Metern Tiefe im Meer herrscht ein Druck von 380 Bar. Eine Implosion eines U-Boots sorgt also dafür, dass alle Leute darin einfach zerrissen werden. Und du bist in dem Eck schlecht zu sehen. Oh. Im Ernst jetzt? Hab ich da irgendwas umgebaut? Warte mal. Machen wir so? Machen wir so? Sag ich das lieber? So? Ist das okay so? Ist das akzeptabel so? Schöner so? Gefällt euch das? Ist das zauberhaft? Wunderschön? Ist das was? Bitte in den Chat hinein. Foxy Boy, merci dir. As always. Was da wieder? Der Tuning-Sepp schon wieder. Heute mehr Abfindung kriegt und deshalb gleich mal ein ins... Ja, Freunde, gibst dem fetten Trottel im Internet. Das ist wurscht. Das ist ja wurscht. Tuning-Sepp, merci dir. Heute mal Abfindung. Jetzt warte mal. Abfindung. Haben sie die ausgeworfen oder bist du in Rente gegangen oder was ist da los? Na, ich weiß nicht, was da los ist. Aber Schluss mit Donations. Dankeschön. Wow, Cobra, es ist schon eine Weile her. Wer ist der schräg aussehende Typ neben dir? Der schaut aus wie der South Park-Typ. Der WoW spielt. Tut mir leid, das war nicht gerade das Netteste, was ich zu einem Fremden sagen konnte. Ich bin Dave und von Beruf Taucher. Interessant. Ich dachte, Taucher seien athletisch und muskulös. Du scheinst mein Vorwissen zu widerlegen. Ja, ich mein Waffenhändler... Ja, egal. Wer im Glashaus sitzt. Also, worum geht es? Kommt bitte gleich zur Sache. Ich habe ein sehr interessantes Geschäft begonnen. Aha. Und jetzt brauche ich ein paar Waffen. Ich brauche deine Hilfe. Staffel 2 von Strastella ist sowieso gerade zu Ende gegangen. Ich werde dir mal zuhören. Was ist ein Strastella, Alter? Schaut ein bisschen nach Gundam irgendwas aus. In Ordnung, ich habe ein faszinierendes, riesiges blaues Loch entdeckt. Das Terrain und die Umwelt darin verändern sich jedes Mal, wenn du hineingehst. Seltsamerweise geht jegliche Ausrüstung, die du dort drinnen findest, kaputt. Sobald man sie rausholt. Warten jetzt pass auf mich Obacht. Wir haben ja so Sauerstoffflaschen gefunden, die habe ich beim Auftauchen rechts unten noch gesehen, dass ich die benutzen hätte können. Kriege ich dann nochmal 50 Sauerstoff. Verstehe ich das richtig? Und wenn ich auftauche, ist es weg. Seltsamerweise. Das ist natürlich eine schöne Erklärung. Ich möchte, dass du uns eine Waffe baust, die im Inneren verwendet werden kann. Ja. Das ist ziemlich interessant. Du hast sozusagen mein Interesse als Waffenforscher geweckt. Aha. Meine Hypothese ist, dass alles, was nicht aus den Materialien des blauen Lochs besteht, weiter zerfällt. Das gilt besonders für Waffen, die aus Präzisionsteilen bestehen. Wir müssen die Materialien also selbst aus dem Meer holen. Dave, du wirst dich da bei diesem Meister Duff als Tower beweisen müssen. Ich weiß nicht genau, warum ich mir dir gegenüber beweisen müsste. Sag mir mal, was du brauchst. Da du anscheinend überhaupt keine Waffen besitzt, fangen wir mit etwas Einfachen an. Ich denke, ich benötige ein Seil und 1 Mal Schrott. Du hast ihn gehört, Dave. Betritt das blaue Loch und bring ein Seil und Schrott mit. Übrigens, wenn du dir auf halber Strecke der Sauerstoff ausgeht, schaffst du es nur mit einem Objekt zurück. Denk immer daran. Also Moment, wir sterben nicht, wenn uns der Sauerstoff ausgeht. Aber was bedeutet einem Objekt? Haben dann alle Fisch weg? Haben dann alle Fisch weg und alles, was ich sonst finde, und es bleibt random eins von den Teilen übrig? Flockiane! Sag mal! Kannst du mir das erklären? Bitte! Kannst du mir das erklären, bitte? Ja, bin da! Du sollst mir nicht sagen, dass du da bist, sondern kannst du mir das erklären? König! Mehr so wie ein Zügel 19! Und der Cam verdeckt dann deinen Sauerstoff. Ja, das stimmt, aber so verdeckt das andere nicht. Oder was ist denn eigentlich lieber? Ich weiß es auch nicht. Ist euch, Achtung! Der Witz wird auch nicht alt, aber irgendwie aber auch schon. Mach ich so? Nein, das stimmt nicht. Warum ist denn da oben überhaupt so... Was? Warum ist denn da oben... Was ist... Seit wann ist denn das? Und wieso kann man das nicht mehr spiegeln? Seit wann spiegelt denn das nicht mehr? Was ist das für Behinderung? Schei aus dem Bett laufen. Was ist das wieder für dumme Scheiße? Was ist das wieder für eine dämliche Scheiße? Ich sitze mir einfach da. Da. Ich sitze mir einfach da her. Du hast einen Scheißdreck.
Ich kann mich nicht mehr spiegeln. Das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Das geht einfach, muss ich mich klären mal. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Weißt du was? Weißt du was? Ich sitze mir einfach da her. Ist das akzeptabel? Dann sagt selbst. Das ist doch behindert! Ja, das ist mir jetzt nicht wurscht, ihr braucht meinen Sauerstoff nicht singen. Fertig aus, Armin! Leg mir am Arsch! Greenscreen Wambo! Was ist das für ein Mist? Egal. Wenn du dein Gewichtslimit überschreitest, wirst du langsamer. Wenn du es noch stärker überschreitest, wirst du nichts weiteres tragen können. Drücke Start zum Organisieren. Oh, okay. Und einen Seestern brauchen wir noch. So, Conny ist jetzt da. Was ist da? Also, Vorrat. Holz. Ein Stück Holz. Wahrscheinlich ein Trümmerteil eines Schiffswracks. Im Besitz 3. Okay. Was haben wir da so noch? Haben wir da sonst noch was da? Nö. So, Nachmittag. Nochmal. Abtauchen. Ab dafür! Einfach wie bei Takes 2 umgedreht mittig oben. Das geht ja auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, was da los ist. Da, denn mir das geht. Voll behindert. Sammy Knädel! Hab heute auch schon einfach die Äpfel ins Blei was wenigstens noch warm? Oh, leck, was? Okay, bye! Oh, da ist ein Fisch, den haben wir noch nicht gehabt. Da ist er. Oh. Warte mal. Man kann ja da jeden Fisch abknallen. Da ist er. Ja, zieh dich nicht. Hallo, spiegeln bitte. Ich kann nicht! Die geht nicht! Da mein, jawohl, da mein oh, den Fisch haben wir noch nicht gehabt. Da ist er, da ist er. Da ist er. Na, brauchst du wieder eine mit dem Ding oder was? Brauchst du wieder extra Einladung, du Arschloch? Ja! Das ist irgendein blauer Sepp, den haben wir. Das ist der Rotzahn-Drückerfisch, der ist aber blau. Nimm mal mit. Da haben wir, was ist das? Ah, das ist wieder so ein O2-Kabel, jetzt pass mir auf, Wacht. Was ist jetzt das da? Ach, dann füllst. Oh, Moräne! Ah! Die mach ich bei. Was ist mit dir? Ah! Da schwimmen wir lieber nicht, die beißt uns. Die beißt uns gerade. Da haben wir einen Haufen Zeug, das nehmen wir alles mit. Keine gute Tiefe, keine gute Tiefe. Da haben wir kistige Kiste. Was passiert eigentlich, wenn wir so tief unten sind? Da geht der Sauerstoff wahrscheinlich schneller. Was haben wir da? Ausrüstung gefunden. Schockschlagstock. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Nimm das gleich mehr. Du Wichser. Ja, wir sollten hier aber die Fisch da... Ah. Haha. Na, ich sag schon, da schluck ich einfach alle, ihr Wichser. Da gehst du her. Da, nix. Oh, da ist noch wieder ein anderer. Da ist mehr. Nein, das geht wieder nicht. Nein, geht wieder nicht. Oh, der ist wütend! Nein, da unten ist wütend! Ah! Ich schwimme davor! Au! Au! Und dann sagen wir die euch, hey. Nee, probieren wir es mit dem nochmal. Ach, der Bierger schießt nicht daneben. Du mit deinem Kartoffeln! Da, das ist eine Schiene. Was? Dann kriegst du einen Schockstab ins Gesicht, das ist mir wurscht. Da ist er! Papageifisch! So, wir haben fast voll. Unser Sauerstoff ist bei 28, das wird knapp. Das wird knapp, Kinder! Oh, das wird sogar sehr knapp. Schnell auf da! Schneller! Dave! Dave! Nein! Nein! Da oben rechts zu der Kiste. Ja, Heinrich, das habe ich übersehen, es tut mir leid. Herr Simmignin übrigens ein ganz großes Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Schnell, wir haben nur 20, da fällt sich hinterm vorne nichts. Sauerstoff ist das einzig Wichtige in dem Game. Und das verdecke ich. Ich bin das einzig Wichtige in dem Game. Wird angerufen. Ellie! Du hast sie tatsächlich zurückgebracht. Ich habe dich wohl unterschätzt. Gut, das sollte fürs Erste genügen. Ich gebe dir wie versprochen eine Belohnung, da du mir bei deinen Nachforschungen geholfen hast. Die plötzlichen ökologischen Veränderungen in dieser Region müssen weiter untersucht werden. Deshalb brauche ich weiterhin deine Dienste. Speichere meine Nummer ab. Okay. Shahi, Olivenöl, Sojasauce und 70 Gold. Das ist also unsere Bezahlung.
Gut, wer hätte gedacht, dass du tatsächlich schaffen würdest, es zu bergen. Ich hatte erwartet, dass du sozusagen deine Haltbarkeitsdatum erreichst. Das ist eine nette Geschichte zu erwähnen, dass er meint, dass wir sterben. Es scheint, als hätte ich dich leicht unterschätzt. Nun gut. Oh, Shahi. Ich zeige dir, wie du mit diesen Materialien ein einfaches Unterwassergewehr bauen kannst. Lade dir zuerst das Waffenladen auf dein Handy herunter. Das ist eine gute App. Es ist gut optimiert, sozusagen. Nur 42 Megabyte. Drücke Handy öffnen. Dann Waffenladen, runtergeladen. Und dann haben wir da brauchen wir das Schaden, Radius, Magazin, Element, Schrott und Seil herstellen. Du hast alle Materialien gesammelt. Gut, jetzt stellen wir daraus eine neue Waffe her. Okay. Okay, mit Zwischensequenz. Es ist halt schon witzig. Es ist halt schon geil gemacht. Es ist für Indie-Game sehr bemerkenswert, dass fürs einmalige Craften von so einem Ding extra Zwischensequenz kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. New Weapon. Einfaches Unterwassergewehr. Ausrüsten. Sicherlich. Für was haben wir so einen Bautertrottel? So, und jetzt halt... Oh, jetzt ist dann wieder Zeit für Sushi-Bar. Hey, bei so einer passenden Erklärung hätte sogar jemand wie du es verstehen können. Naja, das stimmt wohl. Oh, und eine Sache noch. Ich habe dafür gesorgt, dass du jetzt auch unter Wasser Waffenkisten öffnen kannst. Wow, Waffenkisten. Du kannst sie nicht mit an Land nehmen, aber da unten können sie dir dennoch helfen. Ach, und ich werde die Informationen über die von dir gefundenen Waffen aufzeichnen und daraus Blaupausen für dich erstellen. Waffen, die mit Hilfe von Blaupausen gemacht werden, werden unter Wasser nicht kaputt gehen. Das heißt, beschreibt man, ja, jetzt kommen wir langsam hin, was die anfixt. Unter Wasser findest du neue Waffen, die gehen dann zwar beim Auftauchen wieder kaputt, aber oben kannst du es dann bauen. Ich verstehe. Jedenfalls wird der Meister dich genau im Auge behalten. Auf Nimmerwiedersehen! Ah ja. Oh, Waffentutorial abgeschlossen. Haben wir... Das ist das erste Achievement, ne? Shadowrunner, merci für den Fünfer. Servus, Birger, ist das Game geil bisher? Entschuldigung für die Verspätung, musste für die Hochschule noch ein Spiel fertig programmieren. Ach so, weiß ich nicht. Hast schnell Elder Scrolls 6 fertig programmiert? Falls ja, ich darf gern mitmachen. Falls nicht, ich melde mich zum Beta-Tester. Shadowrunner, merci. Ich komme bis jetzt noch nicht recht viel sagen, weil wir noch nicht viel gesehen haben. Das ist immer so ein bisschen das Problem beim... Es ist halt einfach eiskalt Viertel nach 9, ich leck mich doch. Beim ersten Mal spielen, dass wir halt einfach immer nur übers Tutorial nicht hinauskommen. Du kannst Waffen in Duffs Waffenladen herstellen. Bla bla bla, Blaupause, bla bla bla. Oh Dave, du hast 100 Goldsmith eingesammelt. Gute Arbeit, das sollte genug sein, um zu reparieren, was kaputt ist. Dann gib mir etwas Zeit, diese Reparaturen müssen ordentlich gemacht werden. Ich habe wirklich noch die Geräte weitergegangen. So. Dann schauen wir doch ziemlich stabil aus. War ein guter Tag, jawohl, jawohl. Und jetzt ab. Schließe den Tag ab und bereite alles bei Banjo Sushi vor. Das der mir. Zeitsprung. Na, wir gehen jetzt erst oder? Nicht Zeitsprung. Wir gehen jetzt zur Sushi-Bar und dann müssen wieder Leute bedient werden mit dem Scheiß, den wir gefunden haben. Herr Heinrich, merci für den Fünfer. Bussi auf das Nussi. Kussnuss. Und Bandscheibe auch. So. Also jetzt mal so, merci dir. Jetzt brauchen wir, ja genau, Speisekarte war das erste. Dann kommt da jetzt wieder irgendeine Scheiß auf. Oh, was bedeuten die grünen Dinge? Veredeln. Sollen wir veredeln? Freilich veredelt man das. Mit mehr Pfau. Veredeln. Echt? Wieder mit zwischen... Okay. So krass eskalieren gleich. Der Artstyle hat was. Muss man im Art Director, muss man ihm lassen. Der Meerpfau Sushi veredeln wurde abgeschlossen. Okay, muss ich mir das jetzt mal anschauen, wenn ich was veredel oder was das eben ist. Auf alle Fälle kriegen wir mir für das jetzt ist es jetzt dauerhaft veredelt? Oder kann ich das nur einmal pro Session machen? Keine Ahnung. Da! Der grüne Beulenkopf, der Beulenkopf-Sepp. Veredeln! Wird von 16 auf 20 und 46. Ja, eine, Alter. Alles wird veredelt. Oh, den können wir sogar zweimal veredeln. Jetzt sehen wir mal den da drauf. Ja.
Dann tun wir den Pfauen grünen Bullenkopf, Papageifisch, Sushi, Sepp drauf. Den veredelten, ja. Ah, den haben wir maximal bloß einmal. Den oberen haben wir auch bloß einmal. Wir brauchen mal irgendwas, was wir öfter haben. Das haben wir öfter. Plus 7, 6, nehmen wir das einmal noch. Ja. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, muss ich sagen, was da das Gescheiter ist. Ist gescheiter immer alles zu veredeln oder... Weiß ich nicht. Bleibt es dann dauerhaft auf Stufe 2, wenn ich es finde? Oder wie läuft das? Weiß ich nicht. Ja, müssen wir noch mal schauen. So, Zutaten. Schauen wir mal, Zutaten. Das bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Verderben die Sachen irgendwann? Das ist alles, was wir irgendwie haben so. Ja, ist ja wurscht, lass mal drin. Ist ja wurscht. Jetzt machen wir mal die Bar auf und dann wird schon passen. Flo, jetzt ignoriert er die sogar hier auch schon, du Armer. Wo bist du denn wieder? Flo hat geschrieben, ich lieb's. Wo ist er nochmal? Ich seh ihn nicht. Warte mal, vielleicht sollte ich mir einen Top-Chat ausschalten und einen Live-Chat einschalten. Vielleicht sehe ich dann mehr. Wahrscheinlich ist der Flo einfach ausgespammt worden. Nein, noch nicht aufmachen. Ich glaube, du hast bei der Stückzahl immer nur eins. Also muss ich da mehr. Man nimmt ja da nicht automatisch alle. Das ist immer nur eins von eins. Warte mal, hinzufügen. Ach so, da muss ich nach oben drücken, damit er... schön gesehen. Wer war das? Der Hardcore. Hardcore, schön aufpasst. Schön aufpasst. Hinzufügen, Max. Jawohl. Hinzufügen, auf Max. Ich meine, der nimmt automatisch alles, was da ist. Das habe ich natürlich nicht berücksichtigt. Und von dem haben wir bloß eins. Das ist okay. Ja, it is what it is. Jetzt glaube ich, können wir aufmachen. Davor habe ich da eine Frage beantwortet, du auf. Dann muss es dir besser gehen wie die anderen. Dann muss er da mit 25 das gleiche schreiben. Waffen, Sushi. Servus aus dem Ruhestand. Ich wollte mich noch schnell rühren. Hat schon jemand eine Bewerbung geschrieben? Gibt wisst ihr, was? Ruhestand, Bewerbung? Ich verstehe überhaupt nichts. Was? Ich verstehe nicht. Jetzt kann ich aufmachen. Kann ich jetzt aufmachen? Kann mir bitte jemand bestätigen, dass ich jetzt aufmachen kann? Ich gebe mich doch nicht aus. Wir haben es einfach selber herauszufinden. Learn it by doing. Mach auf die Bude jetzt! Wird schon passen! So. Bum, 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 bum. Wo ist Zeitsprung? Wieso Zeitsprung? Der schmeißt alles nicht verkaufte weg, also nicht alles auf Max. Mach auf, go for it. Sieh. So, was mit dir? Stehst du oder möchtest einen grünen Tee? Gib grünen Tee. Toll, geh gleich zu dir. Du möchtest grünen Tee, das habe ich genau gewusst. Machen wir so. Ja, und Schluss. Perfection! So, dann machen wir so. Das geht auch ein bisschen sprinten. Sprinten geht immer. Mit X wird abgegliedert. Bin schon unterwegs, da in die Obi, da können wir normal hingehen. Easy, die zwei haben nah. Ich weiß jetzt nicht, wer der Erste da war, aber ich glaube er, jawohl. Oh, der Handteller zum Abholen. Ich hole gleich. Tun sie sich nicht hinunter. So, ein bisschen sprinten. Dann machen wir so. Ja, da muss man gleichzeitig draufdrücken. Okay. Da Handteller. Den haben wir gleich weggehabt. Der Mager weggehabt. Das nehmen wir mit. Oh ja, ich merke schon, das wird kompliziert. Irgendwann wird es kompliziert. So, dir schenken wir ein. Ja, schaut gut aus. Perfection! So, dann nehmen wir noch was. Nein, er war als erster da. Okay. Ja. Easy. Sehr easy. Genau das ist es. Da, schau, ich sag nur Herzl, das ist gut für uns. Herzl, gut für uns. Nice. Heute bereits abgeschlossen. Nice. Wie viel haben wir gemacht? Schau dir das so, Alter. Absolut, ich sag da nur Programming, Alter. 5 Sterne. 5 von 5. Du hast die Flamme des Handwerkers erhalten. 5 Mal. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das sage ich nur. Umsatzbonus. $20. 20 Bitcoin. Die warten schon. Hallo, ist das neue Twitch? Mr. Sonntag, Ruhetag. WB. Ein paar Leute sind schon wieder gegangen. Wo ist wieder gegangen? Die haben wir schon gegessen. Wo liegt Boot? Möbel. Wer ist denn das? Der Dr. Bacon. Das muss ein guter sein. Bist du zufälligerweise Dave? Ja, damit kann ich helfen. Wow, bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Schöne kennenzulernen. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert. Die Seevolkszivilisation? Ja,
Ich werde es dir erklären. Was für ein Glück, dass du einen Experten wie mich hast, der dir davon berichten kann. Vielleicht hätte ich nie fragen sollen. Was kommt denn jetzt wieder? Was kommt denn jetzt für eine gestörte Scheiße? Okay. Die Zivilisation des Seevolks lebt in Legenden. Sie verehrten Fische und sie besaßen Kiemen, mit denen sie unter Wasser leben konnten. Sie lebten in Tiefen, was ihnen erlaubte zu gedeihen, ohne sich von der Invasion durch andere Zivilisationen Gedanken zu machen. Aber plötzliche Veränderungen des Meeresbodens führten zu ihrem abrupten Untergang. Das ist so ziemlich alles, was es zur Geschichte gibt. Alle halten es natürlich für einen Mythos und sonst nichts weiter. Aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe dieses Orts gefunden. So? Das ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter dem Meer. So etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Was macht dich so sicher, dass es sie wirklich gab? Mein Assistent hat ein in der Nähe gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von keiner von uns bekannten Zivilisation stammt. Es wird auf bla 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 bla. Lass mich raten, ich muss nochmal irgendwelche zusätzlichen Sachen. Hau ab jetzt mit deinem Scheiß, weil wir nur lesen. Sag mal, ich bin nicht zum Herr der Ringe lesen, gehen wir immer gerne umeinander da, Alter. Die Spuren des Seevolks, ja, lass mich raten, ich muss irgendeinen Scheiß suchen. Der Eideifer. Da schon hier, da kann man Sachen kaufen. Da, man hätte mir das ganze Geschichte in 5 Sätzen erklären können. Die Eideifer ermöglicht dir die Verbesserung verschiedener Tauchausrüstung. Verbessere Ausrüstung mit dem Geld, das du in der Sushi-Bar und anderen Orten verdient hast und erforsche die tieferen Gewässer. Okay, ich erkläre dir jetzt mal Alter. Na, bitte nicht! Bitte hört einfach nicht! Ich will nicht so viel lesen! Ich installiere die App für dich, entsperr bitte erst dein Telefon. Telefon, Eideifer, starte die Eideifer-App, ja, da gern. Ja, ich kann nicht, ja, jetzt nicht. So, werte den Taucheranzug kostenlos auf. Was kann denn der? Also, die Luftflasche, Luftlevel 115 Balken, maximale Tiefe, Lebendgewicht 13 Kilo. Was? Und die Harpunenwurme Schaden 10. Okay. Naja gut, Taucheranzug kriegen wir for free. Wir nehmen Stufe 1, maximale Tiefe, aufwärts. Keine Zwischensequenz, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du kannst tiefer tauchen. Ich kann ein bisschen tiefer tauchen. Wenn du genügend Geld hast, kannst du die App einfach benutzen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Du kannst sowohl deine Frachtkiste als auch deine Sauerstoffflasche vergrößern. Vergiss nie, unter Wasser kann alles Mögliche passieren. Wir bleiben in Kontakt. Okay, bye. Gibt's mehr? Oder? Du rattelt davon. Radl davon. Spuren des Seevolks, Kapitel 1, erste Ausrüstungsaufwertung, Achievement freigeschaltet. Okay. Eidiver. Ja, Luftflasche, Level 2, ist ja klar. Für was muss ich die Scheiße da? Okay. Und die Frachtkiste, das ist ja die da an Bord, oder? Das ist ja das da. Der Breit und nicht. Breit ist. Schusswaffe. Tauschen. Ja, das haben wir ja schon. Schaden 3, Schaden 15. Eine Waffe, die unter Wasser abgefeuert werden kann, ist alles sich um ein altes und nicht mehr besonderes leistungsfähiges. Okay. Gibt's sowas wie Munition? Weiß ich nicht. Jetzt sehen wir mal umeinander tauchen oder können wir noch was ausbauen? Warte mal. Und in die App eine. Frachtkiste. Ja, brauchen wir noch nicht. Oder ist es das, was ich unter Wasser dabei habe? Doch, dann kannst du mehr von unten mitnehmen. Okay. Das macht natürlich schon Sinn. Tatsächlich. Lebendgewicht 9 Kilo. Und das ist genau die Tragfähigkeit, die ich unter Wasser habe. Jetzt haben wir dann 13 Kilo. Natürlich nehmen wir das mit. Ist ja klar, dass wir das mitnehmen. Hallo. Und alles kostet jetzt, was wir brauchen können, kostet dann so über 100 auf alle Fälle mal. Na gut. Schaut gut aus. Ab zum Tauchen. Abteifen, abteifen. Okay, tschüss. Du kannst Leute über deine Handy-App kontaktieren, wenn du ihre Nummer hast. Wow, das ist ein guter Tipp. So. Es wäre mal cool, wenn wir mir da mal von woanders eintauchen könnten, weil ich irgendwie habe nicht so das Gefühl. Hab ich jetzt eigentlich. Jetzt warte mal. Okay. Aber jetzt wird Fisch bloß nicht erschossen. Oh, Kiste, Kiste! Wir kriegen mal Blaupause aus, so hat's geheißen. Was haben wir da? Also, Giftharpunenspitze. Okay. Rein nicht. Was haben wir da? Ein Schrimp? Und ein Absteher? Nein, da haben wir was. Okay, das habe ich vorher gemeint. Ausrüstung gefunden. Sauerstoffkapsel, die muss ich hernehmen. Auf Y, dann habe ich wahrscheinlich wieder mehr Sauerstoff. Sauerstoff ist übrigens bei 100. So, was haben wir da? Zeug sammeln. Ja, natürlich. Wir können auch deutlich... Oh, was haben wir da?
Oh! Oh! Ah! Au! Ich wollte eigentlich zielen. Toter Fisch! Eingesammelt. Da hinten haben wir Munition, glaube ich. Mei, wieso kann man nicht nach oben zielen? Mei! Na, ich sehe schon, wo die Reise hingeht. 1, 2. Nehmen wir mit. Das sind übrigens Firefish, glaube ich. War mir schon klar, dass die Schaden machen. Was haben wir da? Haben wir was? Okay. Was ist das? Schwarzer Essig. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich mitnehmen soll. Tauchen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir da weiter nach unten tauchen sollten. Da ist er vor mir dann. Okay, da haben wir was, da haben wir was. Da holt ein Fisch schon mir raus. Ich sehe schon. Ja, wie viel halten dann die Fische aus? Was ist denn mit dir? Der blirrt schon hin. Ach, ich hab keine Schuhe mehr. Ach du Scheiße. Was? Ah! Ja, Alter, das muss mir bei früher sagen. Was ist, also ist er gestorben? Okay. Was, ich bin jetzt schon wieder voll? Wie viel wiegt das Mistviech? Was haben wir da dabei? Was wiegt denn da so viel? Alter, was, der braune Zackenbarsch wiegt 9 Kilo? Was ist denn mit dem? Kann man das wieder fallen lassen, dass man das da weiter irgendwo hinlegt und dann am Schluss erst mit aufnimmt? Da ist noch eine Waffenkiste. Das tue ich jetzt einmal da. Achtung. Wegwerfen. Braune Zackenbarsch ist ausgewählt. Verwerfen. Wegwerfen. Ja, natürlich ploppt er nicht aus. Das war wieder so klar. Was haben wir da? Gatling Gun. Was ist denn das? Wenn du Waffen findest, kannst du Blaupausen sammeln. Okay. Ach, dafür lasse ich aber meine alte Waffen herunten, oder was? Verstehe ich das richtig? Ja, hilft eh nicht. Müssen wir warten. Da haben wir mehr auf. Wir haben noch 42 Sauerstoff. Jetzt warte mal, jetzt probieren wir gleich mal was. Na, da müssen wir besser zielen. Nein, kann ich damit. Da haben wir dem Dynamitfischen schon sehr nahe. Ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Oh, jetzt müssen wir mal, unser Sauerstoff wird knapp. Lad mal auf. Okay, der macht nicht ganz auf, aber fast. Ja, nehmen wir mit. Haben wir jetzt schon wieder voll. Kruzifix. Brauchen wir mehr Kisten. Das ist das erste, was wir... Warlock, Unterwasser-Scooter. Bewegungstempo. Was? Gib ihm. LT-Bu... Oh! Ja, jetzt seid Kinder. Ja, das scheiß Artefakt werden wir aber heute noch finden müssen. Da haben wir noch was. Weiß nicht, was das ist. Kugel aufgefüllt, jawohl. Nach dem Trottel schwimmen wir einfach... Oh, da ist was. Was ist das? Handy-Upgrade. Oh, ganz schlecht. Neuer Inhalt, Fluchtkapsel. Oh, okay. Verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zu deinem Boot entkommen zu können. Überprüfe zuerst deine Umgebung, da das Rufen etwas Zeit in Anspruch nimmt. I gonna die! Oh, nee, ganz schlecht. Wie geht das mit der Kapsel? Ah, die kann nicht da rufen, okay. Warte mal. Das wären wir jetzt auch da. Fluchtkapsel. Wir schauen nicht gut aus. Kinder, wir schauen nicht gut aus. Was ist da damit? Fragmente, dass man eine Waffe erhält, wird verwendet, um Waffen zu verbessern. Wir müssen jetzt was auswerfen. Ja. Kann man das jetzt nehmen? Ja. Und jetzt Abflug. Oh. Wie lange braucht die Fluchtkapsel? Ach, die geht, also sie braucht zum Aufladen. Ja, okay. Ja, ich sehe, jetzt kapiere ich langsam, was anfixt.
Der Dreifachachsel. Muss ich den dreimal oder zweimal finden, damit ich die Blaupause kriege, wahrscheinlich. Der Dreifachachsel ist ein guter. Was haben wir sonst so gefunden? Waffenteile, irgendwelche Dinger, keine Ahnung, wird schon passen. Was haben wir da? Kochutensilien, schwarzer Essig, jawohl. Und einen neuen fetten Überfisch. Nur noch gefällt er sich. Dave, während du draußen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Schauen wir mal im Restaurant vorbei. Ja, sicherlich. Kapitel 1, Spuren des Seevolks. Ja, dieses Artefakt habe ich nicht gefunden. Wow, das sieht richtig gut aus. Ah, ja, wenn das Restaurant eine Bruchbude ist, hilft das besser Essen nichts. Das hat sich aber vorher noch anders angehört. Ach so, wenn du das Interieur verändern willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet. Schau einmal hinein. Das heißt, wir können das auch umbauen. Du kannst jetzt das Interieur von Banjo Sushi freischalten. Ja. Aber, wie Dr. Bacon sagte, wenn die Überreste des Seevolks hier gefunden werden, strömen Gäste hierher. Aber diese Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauche ich eine Möglichkeit für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es so gut wie unmöglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Gut, über die Handywerbung. Ah, hast du schon die Social Media Apps namens Cookstar ausprobiert? Du meinst die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon. Wenn ich schon nicht da drin bin, ich mag nicht so viel lesen. Ich mag halt nicht so unfassbar viel lesen, was soll denn das? Das leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen. Also lass es uns ausprobieren. Zuerst registrierst du dich und erstellst den Hashtag Banjo Sushi und dann fertig. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie ich erwartet hatte. Jetzt werden Gäste, die den Essen genossen haben, Banjo Sushi folgen. Ich bin nicht sicher, aber okay, ich hab's. Ich werde auch die Cookstar-App auf mein Handy installieren und mir die Posts zum Follower ansehen. Neuer Inhalt, Cookstar! Da kriegen wir Bewertungen von den Leuten im Social-Media-Universum. Sehr schön. Tu mir das Handy her. Handy her, wo ist Cookstar? Da ist Cookstar. Da schau ich. 28 Likes haben wir. Ich hab's auch geliked. Und wieder entliked. Und wieder geliked. Rangaufstieg, Follower, Belohnung, meine Seite. Okay. Und dann müssen wir da unten noch im Interieur umeinander wursteln. Aber was kann man da jetzt groß machen? Normaler Holztisch, orientalisch modern oder Leichtholz. Aber was soll das bringen? Dann haben wir verschiedene Stühle, verschiedene Holzdecken, Dekorationen. Bringt das was? Also hat man irgendwie so einen Wert, so einen Attraktivitätswert, wie das in wie hat denn das Baumanagement-Ding in Tavern Master? Sehe ich jetzt da nix. Ja gut, ich mag aber nix, ich mag da nix machen jetzt, der Ruhe ist. Was haben wir jetzt denn? Mit dem wir unser Menü zubereiten. Da, was Neues! Was kann das? Veredeln! Sicherlich veredeln! Zwischensequenzen sind immer gut. Okay. Hinzufügen. Und zwar alles, was wir da haben. Nächster Punkt. Da haben wir bloß 2, da haben wir 10. Den werden wir jetzt, den werden wir jetzt veredeln. Okay. Und dann haben wir bloß noch Simme, aber wir haben halt Stufe 2. Dann nehmen wir das alles und machen wir okay. Man kann es auch mehrfach veredeln, habe ich gerade gesehen. Die Sachen haben immer nur auf Stufe 2, die haben wir vorher veredelt. Ich sehe schon. Ich glaube, wir veredeln jetzt mal alles. Wir veredeln jetzt alles. So wieder, wie es ist. Einmal, weil ich sehen will, ob das dann beim nächsten Mal. Dann haben wir natürlich nicht so viel Zeug, das ist auch klar. Das ist mir schon klar. Aber es ist besser. Dafür nehmen wir da davon 2. Das schaut doch gut aus. Grüner Tee, okay. Und ansonsten muss ich nichts tun. Frage: Kann man das später automatisieren? Also so als Running Sushi. Das ist eine gute. Halt, stopp. Das ist eine gute Frage. Jetzt pass auf, ich kann nämlich da Auto kochen. Aber da brauche ich 4 sichere Dinge. Autokochen für Zutaten bei diesem Gericht beginnen. Ich tue jetzt einfach mal auf OK und schau, was passiert. Auto. Also die 2 lasse ich jetzt einfach mal auf Auto und die anderen nicht. Und dann schauen wir, was passiert. So, eigentlich können wir jetzt nicht aufmachen, oder? Wieso kann ich jetzt nicht aufmachen?
Du kannst noch mit dauern. Ja, das stimmt. Es ist ja Nachmittag. Gehen wir dann noch mal zurück zum Boot. Ah, dann tun wir noch mit dauern. Ist ja klar. Ist ja klar. Brauchen wir mehr Stuff? Was ist jetzt da so drin? Schauen wir mal, was das da ist. Seil, gut, das ist klar. Stachel eines roten Feuerfisch. Stachel und ein Fragment für Waffen. Jetzt rufen wir mal schnell in der Waffen-App an. Zu wenig Materialien. Ja, die habe ich jetzt natürlich verloren, das ist mir schon klar. Weil ich dafür die Waffen genommen habe, dafür habe ich die Blaupause gekriegt. Ja, aber das System schon verstanden. Tun Sie sich nicht hinunter. Guckst da und du. Mehr brauchen wir nicht. Nochmal diven. Freilich ist 5 nach halb 10, weil es wurscht ist. Du bist es leid, schwer zu arbeiten und viele Gäste zu bedienen, verändere das Interieur. Ja, aber was weiß ich dann? Kommt dann keiner mehr oder was? Du kannst nachher noch Handlanger einstellen. Seit wann machen Delfine Wahlgeräusche? Keine Ahnung. Oh, ein Delfin? Er scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Sollte ich das mal versuchen? Auftrag aktualisiert. Die Bitte eines Delfins. Ja, sicher, schwimmen wir dem nach. Schau den Delfino. Delfin, bester Mann! Abgespacede Muse. Der ist aber so schnell, der Delfinmann. Der Delfinmann ist so schnell. Ich erkenne dieses Blubbelgerät nochmal. Ich bin fast abgestorben. Aber nur fast. Der ist ja voll weit weg! Oh, Waffe. Delfinmann, du musst schnell warten. Ich muss eine Waffe aufklappen. Komm schon. Ja, Harpune. Schockharpune-Lanze. Ich komm schon. Da ist aber noch was. Warte kurz. Ich komm schon. Oh. Lustig, was ist denn das da? Spielzeughammer des Schlafs. Kann ich da am Delfin noch nicht zünden? Da haben wir noch mal was. Da liegt ja lauter Zeug am Boden. Nein, ich muss den Delfinfreundin rausholen. Das tun wir natürlich. Ach, ich hab mein Gewehr immer noch. Okay, das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich, seinen Freund zu retten. Ich sollte das Netz aufschneiden. Ja, sicherlich. Na, warte. Ich hau dabei aber zuerst den Fisch da. Mit dem Piepsi-Hammer. Das war eine schlechte Entscheidung. Der Hammer ist ja voll behindert. Wie tun das? Ich helfe dir! Oh. Ich hätte gern ein durch den Chat mit Herzl gehen. Der Birger ist da lutsüchtig. Natürlich bin ich lutsüchtig. Das funktioniert schon. Bin schon gehuckt. Tu dich nicht hinunter. Er ist so schön. Schau dir noch. Da gefreut er sich. Und jetzt gehen wir weiter. Da kriegt er jetzt auch was dafür. Oh, ich hab mir eine pinke Perle hergeschissen. Hashtag Pinkperle. Es scheint ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfine-Freunde haben. Ja, easy. Mehrere Zeiger sammeln. Seestern. Ja, die Sauerstoffflaschen, das ist immer gut. So, wir sollten mal ein paar Fische abknallen. Oh, was ist das? Oh, ich Bleibe gefunden. Oh. Was ist jetzt mit ihm? Ist er jetzt langsam oder was? Ja, der Scheiß Hammer macht bloß so einen Schaden. Was mehr mit dem Scheiß? So, das hier. Schocklanze. Kehrst mir schon. Da, hier, Schocklanze. Kehrst mir schon. Was bist denn du für einer? Da ist hier. Schocklanze. Kehrst mir schon. Schocklanze. Kehrst mir schon. Da, kleines Fischerl, die Mami. Ja, da haben wir mal ein bisschen Lobby. Wir haben mal Sauerstoffflaschen. Boah, was ist das? Was ist mit dir? Oh, ich geh schon, ich bin schon fort. Geh weg! Schau mal. Du Wichser! Ja, da nicht. Na, okay, mit dem Hai legen wir uns vielleicht noch nicht an. Aber mit dem kann man so legen. Was? Oh, leck. Die scheiß Schockharpune, die ist gut genug. Oh. Was ist mit dir? Willst du auch so schauen? Was ist mit dir? Ich glaube, der Muräne da drin, glaube ich, kann man nichts tun. Was ist denn das? Mit dem Hammer kann man so scheiße. Was ist denn das? Kupfererz. Für was brauchen die Kupfererz? Au! Scheiß Seestern, fick dich doch. So, die Frage ist, was wir jetzt mit dem Hai da tun. Dann schwimmen wir jetzt einmal da unten vorbei, sonst beißen uns die Muräne da in den Arsch.
Das ist schon oh. Ja, jetzt passen wir auf. Oh. Au. Oh, jetzt müssen wir mal kurz den Sauerstoff nehmen. Oh, dem können wir nichts tun, der prallt das Ding ab. Gut, dann schleichen wir uns, schauen wir, ob wir da noch was kriegen. Haben wir da? Oh, wir haben eh schon wieder überladen, die Kisten holen wir uns noch und das Ding holen wir uns noch. Haben wir aber nicht voll überladen, ist nicht schlimm. Machen wir es so. Was ist denn das wieder? Ausrüstung über Langstrecken und da war. Was? Kann ich den nicht mit rausnehmen und dann bauen draußen? Das war eigentlich schon einmal. Oh. Oh, da haben wir noch mal O2. Das nehmen wir mit. Ja, easy. Haben wir noch mal voll und Gas. Aber wir haben nicht mehr recht viel. Wir haben nicht mehr, oh, da ist noch mal Kupfererz. Ich weiß nicht, für was wir Kupfererz brauchen, aber erst einmal schießt mich einmal in den Arsch. Erst einmal. Oh. Birger, du und dein Kartoffelheim! Was ist mit dir? Da, einen Popo. Nein, jetzt schwimmen wir nicht davor. Die nehme ich noch mit. Jetzt. Gehst du jetzt her? Ja, das kriegt der keinen Schaden nicht, oder was? Dann gehen wir noch mit zurück, Gas. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir das sehen, dieses komische Kupferzeug da. Aber wir haben jetzt ziemlich überladen. Schauen wir, da sind Seesterne, nehmen wir auch noch mit und Schrottteile liegen noch da. Nehmen wir noch mit. Und dann sollten wir mal wieder nachtun, damit wir mehrere mitnehmen können. Das ist ein Wahnsinn, wie schnell das wieder voll ist. Was haben wir da? Nochmal so ein Ding. Da liegt ein lauter Klump umeinander. Munition, gehen wir nicht brauchen. Da liegt noch eine Waffe, ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, Kinder. Da liegt noch eine Waffe rum. Wie kommen wir da rein? Hab schon gesagt, oh, eine Topf ist auch noch da. Topf sind nie schlecht, ihr wisst es eh, wie es ist. Ihr wisst, wie es ist. So, ein bisschen Sushi mitnehmen, jawohl. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass uns er nicht irgendwie erwischt. So, ist brav. Was haben wir jetzt da? Oh, das Ding haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. So, jetzt schwimmen wir an ihm da vorbei. Dann nehmen wir. Nehmen wir ihn noch mit. So, jetzt werden wir langsam so übergewichtig, dass nichts mehr geht. Ist da so eine Auftauchkapsel? Brudi, gib Auftauchkapsel! Dann nehme ich noch einen mit. Gib! Ja, wir sind immer noch ziemlich überladen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Na, da bleibt. Okay. Was ist eigentlich mit dem scheiß Schrimp da? Du Kackschrimp! Kackschrimp interessiert's nicht. Gut, wir sind sauber überladen. Schleichen wir uns. Wird schon passen. Druckentlastung abgeschlossen. So, bin ich gespannt, was jetzt wieder passiert. Das ist Pfeil. Okay. Haben wir einen Zeit gefunden. Jawohl, jawohl. Das schaut mal gut aus. Es ist schon Abend. Ich bin ziemlich müde, aber Banjo arbeitet alleine. Ich sollte ihm helfen. Mit nur 2 Leuten alles am Laufen sollten ist nicht einfach. Vor allem, wenn mehr Gäste kommen. Zu wenig angestellt. Jawohl. Schließe den Tag ab und bereite alles beim... Ja, ich sehe schon. Da ist immer ausreichend Progress. Ich sehe schon. Ab zur Sushi-Bar. Gott, wer kommt denn jetzt her? Warte, ich muss auf Zeiten gehen. Da, sie. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Sieht sich um. Die Yoshi. Das ist doch Banjo Sushi-Laden, oder? Frau Yoshi. Ich bin vorbeigekommen, weil ich gehört habe, dass dieser Ort auf Kookstar immer beliebter wird. Der Name hat mich stutzig gemacht, aber sich vorzustellen, dass es wirklich dein Laden ist. Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten. So etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Wow, werde ich auch erwähnt? Nein, nicht wirklich. Wie dem auch sei, was führt dich hierher, Frau Yoshi? Okay. Ganz ehrlich, leck mir am Arsch, damit wir nichts alles wieder umeinander lesen. Ja, bla bla, du bist ja der Restauranttesterin, das ist mir schon klar. Bla bla bla.
Neuer Auftrag, lass mich raten. Besonderer Gast, okay. Manchmal hören besondere Gäste mit einer gewissen Vorgeschichte von der Sushi-Bar und kommen zu Besuch. Erlerne beim Forschen Gerichte, die sich die Gäste wünschen und serviere sie ihnen. Zum Beispiel einen Haifischkopf. So, wunderbar. Du kannst jetzt Rezepte erforschen. Verwende Flammen des Hamburgers, um deine Speisekarte zu erweitern. Okay, das funktioniert wie? So, Titan, Drückerfisch, bla bla bla, das haben wir alles. Ja, aber... Naja, jetzt können wir da nochmal Sachen natürlich hinzufügen. Weil wir noch... Nein, da haben wir nichts mehr gefunden. Da haben wir auch nichts mehr gefunden. Aber da können wir noch was hinzufügen. Ja. Das haben wir vorher schon eine da. Serviere im Stück gegrillten Haikopf. Aber wie? Personal! Forschung! Ah. Eine Flamme des Handwerkers wird für die... Ah, okay. Das ist zum Sachen freischalten gedacht. Und da haben wir jetzt ein Rezept. Das schalten wir frei. Wir haben 9, kostet 3. Oh. Zwischensequenz ist wichtig. Aha. So entwickelt man also ein Haifischkopfrezept. Ein Stück gegrillter Haikopf. Okay, dafür werde ich halt einen Haikopf brauchen, nehme ich an. Wie soll ich das jetzt mal? Tauschen. Kopf eines Weißspitzenriffhais. Ja, wie soll ich das machen? Da brauche ich Schrotflinten, Alter. Ja gut, das können wir jetzt noch nicht servieren. Wie sollen wir das machen? Gut, ich glaube, wir haben aber alles gemacht. Bin mir nicht sicher. Haben wir alles gemacht? Ich denke schon. Finde das Seevolk-Artefakt, 70 Meter. Oh, da steht sogar, das soll ich vielleicht einmal lesen. Da steht ja dabei, wie tief das ist. Und serviere im Stück gegrillt. Na gut, das können wir diese Runden einfach nicht machen. Müssen wir öffnen, heften. Opa! So. Ja, gute Frau, du wirst ja nichts kriegen. Was ist denn das? Das ist eine schlechte Questgestaltung. Muss ich ganz ehrlich sagen, hilft nicht. So, da müssen wir was eingeißen. Sagen wir das gleich. Oh, da wird schon noch... Nein, hey, ich hab schon lange auf Aufhören gedrückt. So ein Dreck. So ein Dreck. So, was ist da? Gib diese... Was ist da wieder los? Boah, ist Blut, der Bürgermeister hat bei der geschnorchelt in Kroatien einen fetten Sonnenbrand geholt, aber geil war's. Grüße aus Medellin. Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das ist das Allerwichtigste. So, dann machen wir so. So, da schenken wir jetzt ein bisschen präziser ein. Machen wir so. Und auslassen. Ja, perfekt. So, du Kasperl, du. So, habe ich was zum Wegräumen? Ja. Habe ich. Wir nehmen das. Da wird was Neues zubereitet. Bis jetzt kriegen wir das ja nur locker allein auf 3. Abfahrt, Mr. Bacon! Los. Weißt du, was ich gerade gespannt? Ich hab Hunger wie Hölle. Was, jetzt ist halt einfach 10 von 10 schon wieder! Und ich hab Hunger wie Schweinebär, Mann! Herr Keiner, der Birger, wie arg ist jetzt auf YouTube eigentlich verzögert? Das kann man mal ausprobieren. Friends of the Sun. Alle, die gerade im Chat sitzen, drucken jetzt auf irgendwas im Chat ein und am besten ein Einser. Wenn ich bis 3 Zeit habe. 1, 2, 3, los. Ja, 0. Also ganz ehrlich, 2 Sekunden. Ah ja, also Chat eskaliert, also wirklich 1 oder 2 Sekunden. Also es ist wirklich nicht tragisch. Also überhaupt nicht tragisch. Dankeschön übrigens. Fürs Mietmachen. Ist nicht tragisch. Aber, damit es so bleibt, muss ich die Auflösung bei 1080p lassen. Und ich glaube, die klang da die meisten. Oder? Was ist denn jetzt wieder alles? Wie viel Geld haben wir jetzt? Haben wir aber nicht viel Geld verdient. Ja, ich merke schon. Du musst da die Zutaten hernehmen, wo du viel davon hast. Du brauchst viel Zutaten von den gleichen Sachen. Vielleicht auch Sachen, die nicht ganz so hochwertig sind, aber wo du mehrere verkaufen kannst. Das bringt... Du musst mehrere gleiche Sachen sammeln. Habe ich schon gesehen. Was haben wir da drin? Ein Haufen Schund. Was kommt denn diese Perle eigentlich? Warte mal.
Perle. Eine Perle aus einer Auster. Sie ist bestimmt viel Geld wert. Kann man die Sachen verkaufen? Was tut man da damit? Kupfererz. Ein kupferhaltiges Erz. Es wird zur Herstellung von Waffen verwendet. Okay. Na gut, dann werden wir wohl tauchen müssen. Ab! 2 Tauchgänge und ein Sushi-Abend geht locker noch. Und dann werden wir uns... Delay vom Handy zu Xbox ist bloß Echo. Was? Echo? Mein Fernseher kann nur Full HD, mir gelangt es so eine Auflösung. Beim WLAN hier gerade mal 144p. Das ist nicht... Also 144 ist hart. Nein, Birger, du darfst nicht immer alles auf die Karte tun. Das musst du mit da aus, weil das übrig gebliebene alles weggeschmissen wird. Ja, aber wenn ich alles auf Karten tue, bleibt doch nichts übrig. Oder? Da, die kleinen Fischl, da müssen wir halt mitnehmen. Da. Ich habe auch noch nicht so ganz durchschaut, was das gescheiter ist. Das mit dem, was weggeschmissen wird, habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dieselbe Art von die Fisch nehmen ist das Richtige. 144 wäre jetzt schon nice. Ja, denk mir ja, das da geht. Ich habe einen 1440er Monitor. Aber dann ist halt dann kann ich die Latenz nicht auf extrem niedrig stellen. Das geht halt dann nicht. Doch, weil der Bruncher auch nicht der schneller ist und du bis Feierabend nicht alles weiterbringst. Ach so, also man verkauft... Ja, ich verstehe schon. Eigentlich, um ehrlich zu sein, verstehe ich es überhaupt nicht. Aber gut. Tauchen wir mal ein wenig tiefer. Da gehen wir mal auf Richtung 70 Meter. Wir brauchen das Artefakt. Und mit da oben, da, die Fische sind gut. Ah, shit. Oh, das war die Dori. Und mit da, ja. Ja, wir könnten auch mal eine bessere Harpune brauchen, weil dieser Witz ist da. Nehmen wir das mit. Jetzt haben wir gerade mal auf 40 Meter. Können wir überhaupt schon so tief tauchen? Nur ein Waffenteil gefunden. Na, den Harpunen-Ding können wir brauchen. Das mit den noch her. Und mit den noch her. Und dann gehen wir mal oben zu. Ich glaube 80 können wir maximal tief tauchen, gell? Da ist ein Agrofischi. Dann machen wir gleich mal so. Oh. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja fies, dass die angreifen können währenddessen. Den Firefish nehmen wir mit, den da nehmen wir auch mit. Da haben wir Salz, das nehmen wir auch mit und jetzt da haben wir ein bisschen tiefer. Schauen wir mal, müssen wir eine Stufe tiefer. Die da haben wir auch noch nicht gehabt, glaube ich. Nehmen wir mit. Die halten auch wieder so viel aus. Und wir da mit Moorkanten. Oh, die halten über 50 Damage aus, was ist mit denen? Oh, das klingt jetzt, ja. Und den nehmen wir auch mit. Ja. Ja, besser nicht Harpune war schon nicht schlecht. So, jetzt muss ich mir schnell ins Inventar schauen. Da hat vorher irgendjemand was von der Qualität gesagt. Echte Holzmann? Ach, die haben bloß einen Stern und die kann ich dann aus... Ist es sinnvoll, die aussieht zum Werfen? Weil die hat nur einen Stern und die anderen 2. Dann wirf ich die jetzt einfach einmal aussehen. Da haben wir bloß einen, den werfen wir aussehen. Und da haben wir auch bloß einen, den werfen wir aussehen. Schauen wir mal, damit wir halt nicht überlohnt sind. Oh, was haben wir da gefunden? Glas. Was auch immer das kann, keine Ahnung. Jetzt sind wir auf 65 Meter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da so finden. Irgendwas ist auf alle Fälle laut. Sauerstoffkapsel, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, da haben wir das komische Skelett gekommen. Da kann man was tun. Was ist denn das? Ein Schädel? Okay, jetzt werden wir wieder langsam schwer. Da ist ein Stor zum Looten, eine Muschel zum Looten. Birger, der Haikopf darf nicht... Oh, stimmt, den Haikopf brauchen wir auch noch. Aber ich weiß gar nicht, wie soll man den Hai töten? Ja, mit unseren Waffen natürlich. Aber wie wir werden der aushalten? Das erzählen wir sogar aus wie der Rest. Okay. Was hier die Dinge? Ich glaube, weißt du was? Den fetten Fisch, den wir da gefangen haben, den schmeißen wir raus. Der kostet uns 3,8 Kilo, der hat bloß einen Stern, weg damit. Haben wir sonst irgendwas unfassbar Schweres? Nicht wirklich. Haben wir wieder ein bisschen Gewicht frei. Das ist das erste, was wir ausbauen, die scheiß Kisten. Oh, der scheiß Barsch, der war auch voll schwer, das weiß ich noch. Da haben wir noch was.
Rosafarbene Muschel. Munition, können wir finden. Oh, da ist ein Artefakt! Ja! Oh, Dave, ich glaube, das ist es! Komm sicher zum Boot zurück, ich warte auf dich. No. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Okay. Und da kickt die Tasselophobia. Da kickt die Tasselophobia. Der Riesenkrankenmann! Der Riesenkrankenmann, der kann mir mit dem Arsch lecken. Was der denn gerade? Ich muss da noch in den Boot. Nein, ich muss jetzt überhaupt nicht zurück zum Boot. Ich brauche die Waffen, die da links ist. Oh, und da... Oh, leck. Boah, was war denn das für ein Beserfisch? Was? Oh, da haben Strömungen, oder was? Ist mir wurscht, ich nehme jetzt die Waffen damit. Leck mir Mosch. Nimm ich mit? Also, ich brauche noch einen Haifischkopf. Du wärst da lustig. Oh, schnell aufheben. Wir haben noch eine Sauerstoffflasche haben wir noch dabei. Tasselophobia, da geht's nicht um Keramikbären. Was? Achso. Thalassophobia, dann habe ich mich vertan. Verzeihung. Ich habe mich vertan. Das nehmen wir mit. Da haben wir noch eine Kiste. Ja, aber wir haben jetzt so einen Haifisch daherbringen. Die Frage ist, ob wir so einen Haifisch überhaupt brauchen. Ah! Der schwappt mir davor einfach. Schwappt mir nicht davor jetzt. Da ist noch ein Artefakt unten, ich hab's genau gesehen. Da haben wir auch noch was gefunden. So, jetzt gibst du mir das Ding da. Jetzt halt ab! Du Wichser! Ah! Alter, der schwappt mir in der Weggeschichte immer noch. Nein! Schwappt mir nicht! Jetzt muss ich warten bis... Achso, ein Fisch schwappt's nicht weg, aber mich schon. Arschloch. Nimm das Ding. Oh, nein, nochmal, machen wir so. Tauchen wir mal ein bisschen auf. Ich brauche einen Haifisch! Ja, aber vielleicht ist ja der Gast gar nicht mehr da. Ich sag das, was ist, ich fahr jetzt heim! Muss mir am Arsch lecken! Sterben wir bloß, der scheiß Riesenkrankenmann, der schwappt uns bloß davor. Abflug. Herr Kaloin, bitte auftauchen. U-Boat ist übrigens auch noch sowas, was ich gern spielen darf in die Summer Game Geschichte. Die Frage ist, ob wir das nochmal spielen, Kinder. Was sagt ihr? Man hat halt wieder einmal nicht, es ist immer so, die Tutorials dauern meistens einfach so eine Stunde, 1,5 Stunden. Und dann sagst du nicht wirklich was vom Gameplay, also nur Teile halt davon und hast gar nicht so die Chance, dich anfixen zu lassen. Ich sehe schon, dass das eventuell ganz lustig sein kann. Es scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Fast so, als wäre ich gelauert worden. Sehr interessant, das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut, Dave, lass uns weiter zusammenarbeiten und Geheimnisse des Seevolks lüften. Was? Ich dachte, wir würden mir einmal helfen müssen. Ja, bleib, werdet einfach mehr Sachen finden und kriege wenigstens eine Belohnung. Das spielen wir schon einmal. Ja, das Spiel ist nicht schlecht, 100%, ein bisschen viel Gelaber. Das ist ja dann nicht mehr so, glaube ich. Das ist ja jetzt bloß im... Oh, unsere Belohnung. 300 Gold, 5 Olivenöl und Kurkuma. 300 Gold ist ordentlich. Es ist ja jetzt mal, wenn so eine neue Person dazukommt, wird natürlich ein Haufen Scheißdreck gelabert. Das ist schon klar. Aber ganz ehrlich, es führt halt jetzt mal eine neue Spielmechanik ein, die relativ ähnlich ist. Aber die Loot-Spirale hat schon ein bisschen angefangen. Mit Waffen aufwerten, dein Zeug aufwerten, einigermaßen intelligent die Fische zusammenfangen, nicht so wie ich jetzt da, der schon wieder lauter verschiedener Scheißdreck hat. Und das mit dem Wegwerfer habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und jetzt kommt halt der Nächste, der erklärt uns wieder irgendeinen Scheißdreck. Einmal noch und dann schauen wir weiter. Dann sind wir dann schon ein wenig eintaucht und Gelaber wird weniger. Ja, genau, das dachte ich mir. Und ganz ehrlich, bei Alien war es genauso. Und ich bin extrem froh, dass wir Alien ein zweites Mal gespielt haben. Weil, warum? Sonst hätte man niemals gesehen, dass das wahrscheinlich eines der besten Indie-Games des Jahres bis jetzt ist. Für mich zumindest. Der Sato ist gekommen. Hopp, hopp! Du da, kannst du nicht gut mit diesem riesenblauen Loch aus? Ja, ich bin nicht sicher, was ich dazu sagen soll, außer dass ich es mal anders ist. Ja, genau, das ist es. Es ist daher der perfekte Ort, um Marinka zu sammeln. Der nächste Trottel, der mir heute irgendwo sagt, was ich da unten finden kann. Durch dieses Loch könnte ich meine Sammlung vorstellen. Ja, bla. Ganz ehrlich, das ist mir alles scheißegal. Er installiert die nächste App für irgendwas da unten zu finden. Ist schon recht, la la la. Er ist der Sato, passt schon. Tschüss, Sato. Ich weiß nicht, warum du in einem Autoscooter mehr umeinander fährst, aber wird schon passen. Neuer Inhalt. Da. Und am Schluss erklärt sie es halt in einem Satz. Ganz ehrlich, da hoffe ich, ist jetzt mir keiner besser, wenn wir dieses Lore-Gelaber überspringen. Okay? So.
Wenn du Fische fängst, erhältst du automatisch Meereskarten. Du erhältst schickere Karten für den Fang von Fischen höherer Klassen. Super. Serviere im Stück gegrillten Haikopf. Also brauchen wir immer nur einen Haikopf. Wo ist jetzt da mein Inventar? Das ist da. Und wenn ich jetzt das Sushi... Wenn ich jetzt noch mehr tauchen gehe... Ich kann ja noch mehr... Es ist jetzt Nachmittag. Ich kann noch mehr tauchen gehen und kann noch mehr Zeug sammeln. Oder? Und das werden wir jetzt auch tun. Öffne häufiger Marinka, um deinen Fortschritt bei den bisher gefangenen Fischen zu sehen. Ja, aber was bringt mir das genau? Hätte ich mir das Gelaber wieder anhören müssen. Bla 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 bla. Na gut, wir brauchen einen gegrillten Haikopf. Das heißt, wir müssen ihn töten. Wo war denn der letzte Mal so auf halber Streck? So bei 40 Meter so? Oder kann man das nachschauen? Na, das wollte ich nicht. Die Harpune ist eine Scheiße, die müssen wir auch unbedingt ausbauen. Das hätten wir jetzt oben eigentlich da können, gell? Das war dumm. Die Sauerstoffflaschen, die lassen wir mal noch da. Mit da ungefähr auf der Höhe waren. Dann holen wir unsere Waffen rein. Ja. Ja, ob jetzt die... Oh, Betäubungsharpunenspitze. Und dann haben wir jetzt lebendig gefangen, sehe ich das richtig? Ja, die nehmen wir auch mit, aber wenn wir es kennen. Da schlaft er. Da schlaft er. Nehmen wir mit. Er hat den Gag mit dem Pokédex nicht verstanden. Ich bin so traurig. Liegt vielleicht daran, dass unfassbar schlecht war, Flockiani. Oh, das Ding können wir gut brauchen. Können wir vom Hai abdampfen. Gibt es irgendeinen bestimmten Ort, wo man... Oh, da was... Ja, Seetang. Da war doch... Da ist er, der Hai! So ist der Hai! Trotzdem, Manni! Ach du Scheiße. Machen wir so. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt gelangt. Nein, damit treffen müssen wir schon. Oh ja, 15 Damage kann gut hier. 15 Damage ist einiges, aber der Downer darf nicht blocken. Ah, das ist nix. Ja, was schwimmst du aber so scheiß behindert? Stirb jetzt, du Sau! Was? Sag mal, was hält denn der aus? Der ist scheiß Gusseisen mit drin. Aua! Das ist aber ein Hai, muss man auch dazu sagen. Oh, Schuss verschossen. Dumm, irgendwann, der dreht sich sofort wieder um. Okay! Ja, super. Wie soll ich den jetzt umbringen, Bittchen? Am Bauch unten! Ja, ja, Mann! Ich schneid die auf, von Arsch bis Hirn! Nehmen wir gleich mehr Fischköpfe mit. Mehr Fischköpfe, mehr gut. Und was wir da gleich noch nehmen, ist, die nehmen wir auch gleich mit. Die nehmen wir auch gleich noch mit, da brauchst du mich nicht runter. Die stiege ich einfach ab. So. Wo ist der? Da geh her. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, wir haben eh so ein Ding da, passt schon. Ja, der Arschloch, da bleiben. Ja, so ist brav. Stück Laser geschnien. Noch mehr Stück Laser geschnien. Passt. Kriegen wir noch mehr zusammen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben noch 26 Sekunden. Das Messer macht aber auch nicht recht viel Damage. Das Messer macht keinen Damage. Dann nehmen wir das noch mit. Wer weiß, vielleicht können wir es brauchen. Da, wir haben noch 23 Sauerstoff. Nein, der war zu kurz. Nein, das war... Da gehst du her. So, passt. Und da hätten wir noch mal nicht... Ah, jetzt kommt der her! Können wir jetzt eigentlich einsammeln, wenn das nicht schläft? Jetzt haben wir ziemlich überladen. Auf mit uns, passt. Hey, Birger, du kannst schon lange aggressive Kisten kaufen. Ich weiß schon, hab ich vergessen bei meinen Springen. Der Can, mir ist wieder ein Sechser. Oh, dritt. Oh, ich fit bei dir. Du schlechte Leute, da ist immer alles fit. Merci dir. Mr. Can, Küsschen auf das Nüsschen. Oben hin drauf. So,
Statistiken überspringen wir. Schließe den Tabak. Und jetzt machen wir noch eine Sushi-Bar-Session. So schaut's aus. Abgesehen davon, Freunde der Sonne, smash the Like-Button. Falls ihr den Like-Button noch nicht gesmashed habt, dann solltet ihr das jetzt da. Es ist wichtiger denn je. Wir haben ja kein Twitch mehr, darum müssen wir die Scheiße da jetzt pushen, ob es euch gefällt oder nicht. Wer nicht auf Like-Button drückt, der ist raus. Und dann die Twitch-Like, das ist übrigens der kleine Daumen nach oben. Unterm Video, unterm Stream. Da drückst du drauf. Oh, und das ist gut für uns. Das ist gut. Ja. Die Twitchler wissen nicht, was das ist. Das muss mir einer vielleicht kurz sagen. Na, nicht im Chat rechts unten das komische Herzl, sondern der Daumen nach oben. Wichtig. Ganz wichtig. Kannst du Personal einstellen? Noch nicht. Das ist noch nicht freigeschaltet. Wird aber wahrscheinlich relativ bald kommen. Nehme ich an. So, jetzt pass Obacht. Muss ich das jetzt aufs Rezept drauf tun? Das ist ja eine Quest von uns, oder? Das tun wir jetzt auch mal und schauen wir, was passiert. Wenn nicht, dann holen wir ihn einfach nochmal. Weißt du, bitte? Ja, heute gibt's heute ist High Sushi da. Das sagt der ich. So, und alles, was ich nicht drauf tue, habt ihr gesagt, wird verschmissen. Was nimmen dann am Gescheitern? Und die Sachen dann immer noch Stufe 2. Die veredelt man jetzt nochmal. Oh. Stufe 3 Veredelung. Mr. Vicious Viper, nein, das denke ich nicht, das weiß ich. Achtung, jetzt muss ich kurz was lesen. Woiner Luke hat geschrieben, Beispiel, wenn du auf 4 Stunden Öffnungszeit nur 10 Sushi verkaufen kannst, weil du nicht mehr produzieren kannst, brauchst du keine 20 anbieten, weil dann 10 weggeschmissen werden. Ja, aber wo sage ich denn, wie viel wir in 4 Stunden produzieren? Veredeln und dann weniger Portionen. Ja, nochmal langsam. Wo sage ich denn, wie viel? Basismenü, Norimaki, Sushi aus Seegrasessig und Wasabi, ja. Reste werden bei Ladenschluss entsorgt. Okay. Aber wo sage ich... Sagen wir es so, sagt man das irgendwo, wie viel der Koch in der Lage ist, am Tag zum Verarbeiten? Sag ich nicht, oder? Aber das muss ich ausprobieren. Okay. Da oben ist auch unser da ist eine kleine Anzeige von der Speisekarten. Wir haben 5 von 5 Speisen dort. Jetzt gehen wir mal nochmal da zurück aus. Können wir es nochmal veredeln? Veredeln. Können wir das theoretisch nochmal veredeln? Nein, da brauchen wir Olivenöl und nochmal mehr Sachen. Okay. Und da können wir da noch was veredeln? Nein, da brauchen wir auch noch mehr Weißspitzen-Fleisch. Ja, mehr können wir nicht machen. Das sind jetzt einmal 10. Das heißt, wir veredelt man jetzt erst einmal alles. Ich sehe schon. Damit werden die Gerichte jetzt Stufe 3. Stufe 3. Kann man nicht veredeln. Oh, nein, das wollte ich nicht. Veredeln. Das ist jetzt Stufe 4. Da haben wir noch 1. Und dann machen wir da noch Stufe 3, da ich jetzt nicht verstehe. Und wenn ich es nicht veredelt, dann geht das einfach verloren und ist aber total umsonst. Ich verstehe schon. So, alles aufwerten. Und man braucht immer so die doppelte Menge, habe ich das Gefühl, um die Dinger zu veredeln, um die Gerichte zu veredeln. Und dann hat man halt nur noch 3 anstatt 6 oder 7 oder wie viel das ja immer war. Je nachdem, wie viel es halt kostet. Darum nehmen wir jetzt Stufe 1, also Stufe 1 nehmen wir 3 Gerichte für Stufe 2. Das nehmen wir. 13, da die kostet 13. Nehmen wir. Schaut gut aus, nehmen wir. Also haben wir jetzt 14 Gerichte im Angebot, schauen wir mal, was passiert. Ist wahrscheinlich zu viel, nehme ich an. Ich glaube, so viel haben wir noch nie ausgeliefert. Also 14 Stück haben wir noch nie ausgeliefert. Wir haben jetzt den ganzen Abend Zeit, serviere ein Stück gegrillten Haifischkopf, da wird dann schon jemand kommen, wenn das auf der Service, dann bin ich jetzt behindert, auf der Speisekarten draufsteht und okay. Ja, jetzt glaube ich, hat es gerade Klick gemacht. Schauen wir mal, machen wir auch, oder habe ich noch irgendwas vergessen? Zutaten, Forschung kann man noch, nein, brauchen wir nicht. Da brauchen wir erst einen Special Guest. Das mit der Einrichtung habe ich noch nicht ganz verstanden. Was da unten, das schaut nicht anders aus. Schaut nicht das da anders, aber bringt das was? Außer, dass es halt anders ausschaut. Aber das ist mir... Soll die gesamte Inneneinrichtung auf ihren Original zu... Nein, okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube nur Deko. Einrichtung. Ohne Werte. Okay. Also ist das wurscht. Hau mal rein! Los geht's! So, Gäste, wir brauchen Gäste! Machen wir ein bisschen Werbung auf Cookster. Ja, das liked man.
Alles wird geliked. Da wird durchgeliked. Ich weiß nicht, was das alles ist, aber wir werden durchliken. So schaut's aus. Rangaufstieg. Wir brauchen 5 Follower. Brauchen wir noch. Okay, kommt jetzt da mal jemand? Okay, da waren unsere Gerichte. Oh, da ist die Haifisch-Tussi. Jawohl. Her mit dem Schund. Wir haben ja bloß einen Haifischkopf, oder? Wie viel haben wir? 5 Haifischköpfe. Bin schon unterwegs. Gute Frau, ich bin unterwegs. Mehr gute Bewertung haben. Machen wir so. So ekelhaft wie immer. Schon der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Okay, der war gut. Schmeckt es dir? Ja, sehr lecker. Ich schmecke das Fett des Weißspitzenriffers im Inneren des knusprig geräustigen Kopfes. Aber es ist nicht ranzig oder so. Ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung, ich war einfach zu überrascht, wie gut es schmeckt. Das Buch der 5 Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur noch im Äußeren zu beurteilen. Aha. Aha. Dieser im Stück gegrillte Eikopf repräsentiert perfekt. Ja, bla, halt dein Maul. Ja, dein scheiß Gelaber interessiert mich nicht. Auftrag abgeschlossen. Was kriegen wir jetzt da tolles? Neuer Inhalt. Mitarbeiter! Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern. Mitarbeiter helfen dabei, Speisen im Essbereich zu servieren oder die Essenszubereitung zu beschleunigen. Ich würde dir gerne erklären, wie man das Personal einstellt. Pass bitte gut auf. Drücke A, Mitarbeitermenü. Dann haben wir können jetzt ein Personal hinzufügen. Okay, we are hiring. Auswählen. Was haben wir dann? Drücke auf den Flyer, um die Einstellung... Ach, wir müssen erst einstellen. Werbeflyer, stelle Personal auf dem aktuellen Klugstar-Bewertungslevel maximal 2 Bewertungen. Okay. Kostet nichts. Okay. Werbeflyer in Arbeit. Kommt da. Das war übrigens eine Paperboy-Anspielung. Und wer das nicht kennt, ist ahnungsloser. Chico! Merci für den Resub. Sushi für die Uschi. Ja, darfst du schon sagen. Sushi für die Muschi. Sushi für die Musch. Gut, die Ergebnisse der Neueinstellungen sind immer am nächsten Tag verfügbar, dachte ich mir. Morgen werde ich dir mehr erklären. Passt schon. So, diesmal beim Heimgehen. Schnell, eine Pfeffert und aus. Perfection. So, Vollsprint hinlegen, nehmen wir mit. Los geht's. Schaut gut aus. Jawohl, schaut gut aus. Schaut gut aus. Jawohl. Und ansonsten haben wir doch da steht noch einer. Jawohl. Okay. Nehmen wir gleich noch einen. Schöner kleiner Tee. Ein wenig noch Tee, ciao. Oh, das war schlecht. Ich hab mich selber dabei erwischt, wie ich jetzt lang drauf gedrückt hab. So, was möchtest du, gute Frau? Noch ein Tee, ciao. Verdienen wir mit dem Tee überhaupt nur? Ja, perfekt, Kinder, perfekt. Da, oh, da schnipselt jemand was. Sind wir unterwegs. Jawohl. Ah. Oh, ich glaube, die andere war länger da. Bin mir aber nicht. Bronze erhalten! Für was auch immer, ich weiß nicht. Oh, wir sind jetzt Influencer. Bronze-Level in Cookstar erreicht. Nice one. Was ist denn das da? Neue Rezepte hinzugefügt. Gekochter Gelbrücken-Fusilier. In Salz gegrillter Rotzahn-Drückerfisch. Gewürztes Kajimi. Was weiß ich, was es ist. Oh, Speiseplatz +1, Küchenpersonal +1, Wasabi-Menge +1, hinzugefügtes Interieur +10. Aha! Ja, gut. Leider fängt es am Schluss irgendwie an zum Fixen. Kinder, da habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Die Vierkels müssen wir nächsten Montag nochmal spielen. Wird nicht helfen. Ich glaube, das ist ein ganz witziges Spiel. So, sehe ich jetzt in dieser Übersicht, ob was übrig geblieben ist oder nicht. Jetzt müssen wir beobachten. Verkäufe. 230 sonstiges Trinkgeld, Verkaufssteuer. Wo sehe ich jetzt, was ich da geschrottet habe und was nicht? Sehe ich das da irgendwo? Ich kann es nicht erkennen. Verdammt, wie viele Gerichte haben wir jetzt rausgeschissen? Weiß das jemand? Chico, nochmal merci für den Resub übrigens. Und der Chan, die habe ich total übersehen. Welcome to the Squad. Nochmal nachträglich, muss leider jeder mitmachen. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Herr Chan. Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Eine Runde geht noch, Ausrüstung upgraden und die Bar mit Personal und so weiter. Du, wir müssen meinen Chat noch abhalten. Ja, gut, du hast drauf geschissen. Nochmal. Außer es kommt wieder ein neuer Trottel, der mir wieder ein neues Scheißtrikot schafft. Tag 5.
Kein Problem, mir steht der Amiga 4000 noch einsatzbereit rum. Natürlich kommt wieder irgendein Trottel. Ach, der andere mit seinem Unterwasservolk. Gibt mir wahrscheinlich einen neuen Auftrag. Hey, die besten Neuigkeiten. Mr. Bacon, ja, Artefakt analysiert, bla 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 bla. Es war eine ultra wichtige Konversation. Wir haben mal wieder was Neues gelernt und wahrscheinlich einen neuen Auftrag gekriegt. Fertig aus Amen. Ein Signal des Seevolks. Folge der Richtung des Signals. Yoshi als Kontakt hinzugefügt. Wunderschön. So. Eidiver. Upgraden. So, kistige Kiste. Die wird auf alle Fälle sofort die Upgrade, ist immer das Wichtigste. Dann, Tierverdauer, glaube ich, brauchen wir eigentlich noch gar nicht, aber wir können es uns trotzdem leisten und werden es einfach machen. So, sehr schön. Harpunenwumme. Scheiße, die hätten wir aufwerten sollen. Wir Vollidioten! Ja, gut, hilft nicht. Da müssen wir zweimal machen. Hilft uns nicht. Waffenladen, Marinka, was haben wir da? Ja. Den Pokédex-Scheiß, den kannst du in den Arsch schirmen. Los geht's, abtauchen. Mr. Schocker! Noch mehr ein neues Mitglied. Welcome to the squad! Na, du müsst leider noch mal mitmachen. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Mr. Schocker. Und merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Küsschen auflassen, Nüsschen. Mehr Luft, mehr gut. Ja, kannst du wieder Zeit schinden. Schon wieder der Delfin, Mann. Ich muss schon wieder sagen, wie blöd ist denn sein Freundin eigentlich? Ja, noch schwimmen muss ich einmal. Das haben wir schon mal gehabt. Los geht's. Los. Huch, da muss der Delfin vom Vorhin sein. Warum sieht es aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob irgendetwas nicht stimmt. Amazon ist diesmal nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Natürlich. Was ist mit den Delfinen passiert? Los, Mr. Delfin. Oh, und dem Signal müssen wir folgen. Kriegen wir hin. Und beim nächsten Mal werten wir die Harpune auf, weil sonst können wir wieder keine Fische nehmen. Oh nein, er ist im Netz. Ui. Warum ist er nicht mehr im Netz? Scheiß Piraten! Schnell Netz aufschneiden! Ja, das kriegt mal überhaupt keinen Schaden. Au! Das schießt mir einfach den Kopf ab. Au! Seht die Wichser! Ja, wieso haben die Laserpointer? Haha! Arschlochpiraten! Weg mit einem Schund! Unser Delfin! Schön sein Hallo ins Boot, den Wichser! Arschlöcher! So schaut's aus! So, was ist jetzt mit ihm da? Ah ja, apropos, was der Irrsinn reinschreibt. No. Herr Bleitner! Jetzt schwarz ist ich habe nicht wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was ist er wieder? Immer wenn der erste anfängt, kommt der Rest dazu. Herr Bleitner! Welcome to the squad, ab in den Chat, habe die Ehre an den Herrn Bleitner, aber macht da keiner mit! Ich bin enttäuscht. Meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert! Ab dafür! Sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ich hoffe, dass keiner von Ihnen nochmal erwischt wird. Großer Goldbarren! Bruder! Wo hat denn den her, der Delfinsepp? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller da oben da, damit es nicht so ewig lang dauert da. Ja. Oh, Munition. Können wir Munition am Anfang eigentlich mitnehmen? Nein, können wir nicht. So, wir werden uns einmal ganz gepflegt in Richtung des Signals bewegen und nicht so viel Sauerstoff verbrauchen, weil sonst geht das nicht so gut aus. So, Fischal können wir nicht sammeln, wir müssen aber Fischal sammeln. Das wird nicht helfen, Kinder. Oh, Waffe. Vielleicht haben wir eine gute Waffe. Kriegen wir schöne Spitzen, die ein bisschen mehr Damage macht. Ja, kriegen wir. Ja, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Oh, shit. Ah, dann gibt's halt heute auf Nacht Pfeilfisch zum Fressen. Krieg ich den jetzt da oder nicht? Der tut Schlaufi. Au! Was war denn das jetzt für ein Minigame? Das habe ich noch nicht gehabt. Y drücken. Das muss aber schnell gehen.
So, jetzt dürfen wir mal schnell ein Sauerstoffdings finden, weil sonst ist das nämlich leider das Ding, was ich da mitgenommen habe. Das ist nicht so schlau gewesen. Oh, da haben wir was Gutes. Was ist das? Ausrüstung gefunden? Schockschlagstock. Ja, den kann man gut brauchen. Schlag. Ah, wir gehen jetzt schon die Luft aus! Komm halt noch den Maul! Da haben wir noch eine Waffenkisten. Ja, da müssen wir noch mit da gehen. Das wird nicht helfen. Nein, halt, stopp. Oh, der zweite Teil von dem Schrupfwinken-Ding. Sehr gut. Dann machen wir so. Dann haben wir wieder voll. Haben wir schon wieder dabei. Jetzt seid ihr da oben. Haben wir schon wieder dabei. Blub, blub, Motherfucker. So, Signal folgen. Hat's geheißen. Dann müssen wir da wahrscheinlich ein bisschen runter. Und da wieder los. Fabi! Kommt der Fisch in die Apotheke und sagt, bitte Anti-Schuppenschaum. Haben wir wieder bei Flachwitzen angekommen? Haben wir wieder bei den ultimativ schlechten Flachwitzen angekommen? Nein, da bin ich wieder davon geschwappt! Die Unterwasserwelt, da ändert sich überhaupt nicht, da waren wir vorher schon. Da ist gelungen worden. Da bin ich einfach anzickig geworden. Ich mach die Kisten da trotzdem auf, ist mir wurscht. Nein, nicht. Ja, super gute, super tolle Wurst. Da, wir lassen uns da oben schwammen. Ja, lassen wir uns da oben schwammen. Nein! Da haben wir ein bisschen was. Das ist Bleierz, das können wir brauchen. Wir schwimmen da mal am Rand umeinander. Da haben wir uns ein bisschen was von dem schon da. Da ist so ein komischer Kugelfisch, der wird uns wahrscheinlich killen, wenn wir daneben schwimmen. Da haben wir eins Muschel, da haben wir eins Waffe. Was haben wir da? Jetzt haben wir andere Pfeilspitzen. Aber jetzt müssen wir auftauchen, wenn das da vorbei ist. Schluss! Nein! Da, das wollte ich haben. Jawohl! Silberne Schüssel. Was man auch immer mit der... Nein, nicht! Ja, wir müssen wahrscheinlich da so rundherum. Sonst kommen wir da nicht weiter. So, sehr gut. Was? Wir nehmen den fetten Fisch mit. Wir nehmen den fetten Fisch mit. Jetzt brennt der, oder was? Ah, den nehmen wir mit. Der war fett, das war... Was, wir haben jetzt schon 18 Kilo! Wie gesagt, der war fett. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen oben. Kommen wir so tief überhaupt? Noch nicht ganz, gell? Da haben wir einen Taueranzug! Sicherlich! 65 Meter in diese Richtung. Wir haben 125 Sauerstoff. Sehr gut. Wir schauen mal stabil aus. Was, das Viech da unten schaut besser aus. Ah, was ist das? Ein Barracuda! Ah! Barracuda on the way! Ah! Na, oh mein Gott! Wollte ich sagen, das ist so der Ausweich-Move-Level 9. Oh mein Gott, was geht denn da unten ab? Komm los, meh! Ich muss noch 30 Meter da oben. Der soll jetzt abbauen! Komischer Schwertfischtrottel. Was ist denn das? Ja, man denkt, die zünden noch mehr. Nein, geh weg! Der soll jetzt abbauen! Ah, wenn man weit genug weg ist, dann tut es einem nichts mehr, oder was? Okay. Haben wir noch mehr andere Schockharpunenlanze? Da bin ich mir noch nicht so sicher, was das... Oh, jetzt haben wir... Wow, das ist also der Ort! Mr. Zero Daddy! Noch mehr ein neues Mitglied! Was ist da los? Der Birger, du Hirsch! Wieder fit! Nur weil ich es mal sagen wollte, Dankeschön für Spätzewirtschaft. Das ist so geil, selbst mit Floki. Da der gerade zuschaut, wird er sich wahrscheinlich gerade denken, Kruzifix, oder? Mr. Dani, kriegst du auch eine Privattröte. Welcome to the Squad und merci für die Mitgliedschaft. Und an den Hani, merci für 33 Monate und dein Resub. Und überhaupt und sowieso, Dankeschön und Schluss jetzt! Wow, das ist also der Ort. Mal sehen. Das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befinden sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erst mal nach oben. Überhaupt nichts Chemie jetzt nach oben. Jetzt hab ich Subnautica-Vibes. Ein bisschen schon. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, es ist schon so ein bisschen wie Subnautica ist schon gemacht, so ist es nicht. Also, dass man da kein Sushi-Restaurant hat. So, tschüss, wir haben noch einen Arsch, ey. Und so ein Barracuda, Mann, nehmen wir uns auch noch mit. Aber jetzt haben wir keine Munition mehr. Ja, wie lang? Was hält der aus? Was ist mit ihm? Was ist denn mit dem?
Ja, hergottselig. So, und dann ab in die Auftauchkapsel. Und nur ein Stiegel. Ah, schauen wir gut. Ach, und so kann ich wieder nicht auftauchen, oder? Müssen wir schnell mal schauen. Ja, die Firefish können wir wegschmeißen. Die haben bloß Rang 1. Ah, der ist leider Gottes auch bloß Rang 1. Aber den habe ich extra gefangen, das ist mir wurscht. Leg mir am Arsch, Hauptsache wir können schwimmen. So, Barracuda-Sepp, wie schaut es mit dir eigentlich aus? Interessiert dich das? Oh, tatsächlich. Oh. Ich hab noch weg, ne? Haha! So, jetzt schauen wir mal, ob wir so auftauchen könnten. Da haben wir noch einen Schädel zum Looten, was er immer gleich wieder der Schädel bringt, ich weiß es nicht. Das können wir nicht aufklauen. Oh nein. Was kann der Schädel? Der Schädel eines alten Tieres. Er eignet sich wahrscheinlich zum Herstellen von Waffen. Da das Menü, da der ist auch bloß ein Stern, aber einen Barracuda haben wir noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, was ist denn da so schwer da drin? Ja, der scheiß braune Zackenbarsch! Kruzifix! Dann hau ab mit deinem Schund! Nimm ich das mit? Nimm ich das mit? Ich nehm das mit und den Topflein noch aus. So schaut's aus. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Was da? Herr Schuch! Merci für den Sechser! Letztens erstmal 2 Shirts im Shop gegönnt und jetzt lassen wir mal ein paar Euro da. Schöne Grüße aus der Oberpfalz. Schöne Grüße in die Oberpfalz. Leid, herzlichen Dank im Übrigen. Ich will halt irgendwie nicht fertig mit dem ersten Song. Ich weiß nicht, was heute wieder los ist. Mitten im Sommerloch. Da weiß ich nicht, was da los ist. Ich weiß es nicht. Hat vielleicht ein bisschen was mit dem gestrigen Video zum tun. Normalerweise ist das halt wieder so. Aber das haben wir halt auch schon lange nicht mehr gehabt. Keine Ahnung. Wer das Video von gestern übrigens noch nicht gesehen hat, ab dafür. Kriegt's eine Hausaufgabe von mir. Ich brauche Viewtime, Aufrufe, Likes und Kommentare, damit der Scheißdreck ausgeliefert wird. Da werden wir schon wieder angerufen vom Dr. Bacan. Ich habe den Signal Zivilisation, ich kann mir die Wissenschaften Durst zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf der wichtigen Tagung, bitte besprich zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Ein Signal des Seevolks, abgeschlossen. Was kriegen wir dafür? Hey, wie geschafft mit dem Felshaufen beiseite? Da musst du natürlich eine Bombe benutzen. Na, geht das in Ordnung, unter Wasser Bomben zu zünden? Ja, hättest du nicht vor einem Felshaufen irgendwo ganz tief, wo kannst du... Okay, wir müssen mal Bomben legen. Der Dreifachachsel. Jetzt können wir neue Waffen her. Oh, jetzt haben wir voll brutal. Und das nächste Mal, wenn wir wieder drinnen sind, haben wir voll brutal. Schau dir das an. Schau dir das an. Was brauchen wir überhaupt? Wo die Ströme fließen. Computerchip, Motor und Kameralinse. Wo soll ich denn das herkriegen, Alter? Hätte ich mal gelesen. Können wir natürlich noch nichts ausbauen, das ist eh ganz klar. Waffenladen. Das kostet ein Dreifachachsel. Dann haben wir alles da. Der kostet 50er. Ja, gib ihm. Dreifachachsel, Brudel. Ah, das haben wir schon mal gesehen, glaube ich, oder? Das, was der Andal schreibt, macht Sinn. Das, was der Andal schreibt, macht richtig Sinn. Achtung! Mr. Andal, merci dir. Umso schonender du die Fische fängst, zum Beispiel Betäubungsspritze oder Spitze mit der Betäubungsharpune, umso besser sind die Fische, sprich mehr Sterne. Darauf schießen und messern ist schlecht. Das macht absolut Sinn. Allerdings habe ich auf so viel Tiefe nicht, hätte ich nicht drohdingt, sag ich dir auch, wie es ist. Hätte man einfach das halt random einfach. Aber ja, macht Sinn. So, aber wir haben jetzt einen Dreifachachsel. Wird nicht helfen, die nächsten Fische gehen aufs Ein-Sterne-Konto. So, was haben wir jetzt eigentlich noch Tolles? Eigentlich nichts mehr. Freunde der Sonne, dann sage ich euch was. Kann man da irgendwie speichern? Ja, tatsächlich. Automatisch. Dann machen wir so, manuell. Und dann ist das okay. Freunde der Sonne! Liebster Nachschau-Squad, let me know, ob wir das noch eine Runden spielen sollen. Ist mir scheißegal, wir spielen sowieso noch mehr Runden. So schaut das aus. Speichern uns zum Titel! Das sagt der ich. So, und jetzt brauche ich euch nur ein bisschen. Ihr müsst mir jetzt den Chat noch voll scheißen. Es ist halt jetzt so eiskalt, halb 11. Wo ist denn die Zeit gekommen? Ich weiß es nicht. Freunde der Sonne, bevor sie alle schleichen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich mag nicht anfangen. Ich will nicht, und das wird ja irgendwann relativ bald wieder aufhören. Aber momentan ist es wichtiger denn je. Wenn es euch gefallen hat, aber auch nur wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann einen auch da lassen. Warum? Mir geht jetzt der Twitch-Channel flöten. Das heißt, ein gewisser Arm an Reichweite, der nicht mehr verfügbar ist. Darum
Stream pushen, so gut wie es geht, mit eben Likes, Kommentare, danke an den Nachschau-Squad, ab in den Nachschau-Squad, Kommentar eingeschissen, was das selber ist. Und ja, so sieht das nun mal aus. Dann, erst einmal, hoffentlich war es einigermaßen erträglich für die Twitch Ultras. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich noch eine ganze Zeit daran gewöhnen müssen, an diese Art von Chat. Jetzt ist die Frage, wie wir das vielleicht besser regeln können. Jetzt warte mal, jetzt muss ich da mal schnell das Speizer mal. Weißt du, was ein riesengroßes Problem ist? Ich kann diesen Chat nur einrichten, währenddessen ich live bin. Ich kann keinen Private Stream nicht aufmachen und nix sehen. Um den Chat da anzupassen, sondern das kann ich nur machen, wenn wir live sind, darum werden wir das jetzt machen. Ich sag das jetzt, wie es ist. So, ich habe zwei Ideen, wie wir das machen. Einmal so, was mir da aber nicht gefällt, ist, dass die Namen rechts ausgerichtet sind und die Nachrichten links ausgerichtet sind, was absoluter Bullshit ist. Und da muss ich jetzt halt ein bisschen umeinander probieren, wie wir das machen können. Diff Data from bla 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 Style. Jetzt machen wir da mal pass mir obacht, with 100%. Dann haben wir da Meta, Span, Meta, Style, Name, Color. Color F left, jetzt pass mir obacht. Dem geben wir jetzt mal ein With mit 10%, einfach nur zum Schauen, ob es funktioniert. Ihr müsst es in den Chat zuscheißen, das hilft sowieso nicht, weil ich den jetzt 1000-mal resetten muss. Style, probieren wir es mal, With machen wir 90%, ob sich dann da irgendwas ändert. So, bitte einmal Chat clearen, with 800%. Es funktioniert tatsächlich, lol, Alter. Ja, da gehen wir jetzt einfach eine ungefähr grobe, machen wir 20-80 oder machen wir 25-85%. So, eingeschissen in den Chat. Los! Ja, ist fast schon wieder, aber da, der Pascal Firma. Gibt es denn einen CSS-Befehl, wo er automatisch dann Punkt ohne hängt, wenn eine bestimmte Breite überschritten wird? Jetzt passen wir auf. CSS cut string with dots. Und zwar overflow hidden, dots at the end. Und Text overflow, Ellipsis was. Jetzt pass obacht, das probieren wir jetzt nochmal schnell aus, und zwar beim Namen drin. Text overflow, Ellipsis, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es da drin geht, aber rein! Rein in die Olga, Kinder! Paul Wollner! Ich brauche jetzt natürlich Leute mit einem langen Namen. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Warte mal, haben da vielleicht noch ein paar Sachen. Overflow hidden möglicherweise ist vielleicht noch ganz wichtig. Das ist Message, die soll natürlich komplett sein, das ist ja klar. Rein in die Olga! Nochmal! Jetzt, wenn ich da aktualisiere, löscht sich der Chat. Das ist ein bisschen dumm, aber es hilft ja nicht. Flipnase. Ja, der Löwenzepp, der war fast abgeschnitten. Das können wir viel einfacher testen. Indem, dass ich da nochmal 15. Das ist sowieso totaler Schwachsinn, was ich da mache, lol. Nochmal. Ich hab kein Mittel lang. Aber jetzt schwappt es wieder ein. Nein, das mit Punkt funktioniert nicht. Ein Haufen Leute fragen sich wahrscheinlich gerade, Alter, was zur Hölle macht ihr? Seht ihr den Chat da daneben? Das ist der neue YouTube-Chat und der funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Machen wir mal Breite 800. Machen wir so und schieben wir mal das da um. Das ist ja schon einmal ein Fortschritt. Ja, machen wir 850, damit das da bis rechts umgelangt. Ja. So, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt ist, dass da zum Beispiel ein paar Sachen überdingst sind. Deswegen machen wir jetzt da 20% und 80% Breite. Ihr wisst es ja so, es sind zwei Spalten. Ich versuche es ein bisschen zu erklären, zumindest es sind einfach zwei Spalten. Und es ist einfach unfassbar dumm gemacht, dass das nicht einfach in einer, jetzt warte mal, kann ich das nicht einfach in einer Zeile machen? Das war doch beim alten Chat auch nicht. Da, den habe ich jetzt da drunter, das war doch beim alten Chat auch nicht. Oder? War das beim alten Chat so, dass das... Warte mal, jetzt bauen wir mal was anderes zusammen. Jetzt muss ich mir das da mal schnell rauskopieren, bevor wir was kaputt machen, aber jetzt passen wir Obacht. Das bauen wir mir jetzt einfach komplett selber zusammen. So schwer kann das nicht sein. Das bei so Obacht. Machen wir Message. Class Message. Machen wir jetzt einfach einmal so und schauen wir, was passiert. So, Alter, was ist. Safe. Schauen wir, ob eine Nachricht noch drin ist. Ja, die ist noch drin. Okay. Das heißt, wir können eigentlich Span Name können wir nehmen. Float left, ne, das braucht kein Mensch nicht.
Das mit dem Hidden-Scheiß funktioniert auch nicht. Da machen wir es so. 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 Und dann müsste eigentlich Save. Müsste das eigentlich in einer Zeile stehen, ohne dass es umbricht. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch ein Leerzeichen. Warte mal. Ist das ein anderer YouTube-Chat für Streamer, den ich da herin für euch anzeigen lassen kann? Ja. Pass auf, spannen wir jetzt noch ein Leerzeichen rein, damit das besser ausschaut. Habt ihr da einen Doppelpunkt drin? Nö. Das heißt, ich mache da einen Doppelpunkt rein. Speichern. Warte mal. Pipi-Kackerloch? Ja, schaut schon besser aus. Ist das... Also, da haben wir schon mal einen gewaltigen Schritt vor... Ey, dann Schluss jetzt! Mr. Da... Wieso würden das wieder wegblendet da vor mir, wenn nichts geht, oder? Einfach nichts funktioniert. Nochmal blende ich die Nummer ein, einfach weil ich es kann. So, Leute, bauen wir jetzt einen. Wünsche was mir, sagst am Knälen schon der Gruß, der ist super süß. Das ist eine Sie im Übrigen. An alle anderen, möge eure halbe sauber sein und alle gute Nacht, gell? Mr. Danny, merci dir. Bussi aufs Nussi. Schluss jetzt. Schluss. Das ist doch schon einmal Epsi. Jetzt, was ich gern noch hätte, ich hätte gern die Namen in dem Blauton wie bei den Donations. Da muss ich jetzt schnell schauen. Übrigens einmal an alle, die sich schleichen und die jetzt nicht mehr mit anschauen. Erst einmal, ich habe mich noch nicht mehr verabschiedet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für alles. Um Gottes Willen, ich hoffe sehr, dass das da auf YouTube only laufen wird. Ich muss mir jetzt da noch schnell 10 Minuten, Viertelstunde mit diesem scheiß Chat spielen, weil ich mir nicht sicher bin, ob mir das so taugt oder nicht. War das beim alten Chat auch? Also da müssen wir jetzt direkt miteinander mal schnell schauen. Danke, vielen lieben Dank für alles. Danke an die neuen Mitglieder, danke an die alten und an die Resubs, danke an die ganzen Donations, danke an ein paar Eskalatoren, wie halt immer. But stop it! Und Küsschen aufs Nüsschen. Ich hoffe sehr, dass ich hoffe sehr, dass ich das Stream so halten kann, auf dem Level, auf dem er war, auch ohne Twitch. Wir werden sehen. Am liebsten weiß man. Am liebsten weiß man. So wieder, was ist. Der Max Knorr schreibt, Farbcode ist FFC0CB. Ist das der Ernst? Wie hast du das so schnell rausgebracht? Das werden wir ausprobieren. Pass auf, FFC0CB. Wehe, das ist pink oder so ein Scheiß. Achtung! Eingeschissen im Chat. Los! Das ist ja tatsächlich rosa, du Affenarsch. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. Aber nein, es ist schlecht! Schluss! Schluss! Du Zipfe Adam! So, gibst mir den Blauton. Gib Blauton. So, das ist ein guter. Das ist ein guter. So. Können wir da vielleicht auch mal, jetzt passen wir Obacht. Font Weight. Font Weight Normal. Weil ganz ehrlich, diese Schriftart ist zum Kotzen beschissen. Der Name ist jetzt tatsächlich. Der Name ist tatsächlich. Aber der muss heller sein, oder? Den kann man wieder nicht gescheit lesen. Das kann man ja wieder nicht gescheit lesen, oder? Gibt's einen Random Farbcode? Kann man in CSS einen Random Farbcode einbauen mit Variablen? Nicht, oder? Greller bitte. Ja, Wollner, look, da hast du absolut recht, bin ich genauso. Der Mr. Mach sagt, schwierig, der glaube ich arbeitet im selben Business wie ich sehe es auch als sehr schwierig. Es ist halt ein bisschen ein Problem, weil, wir müssen heller machen. Hilft nicht, müssen wir heller machen. Machen wir heller, probieren wir es mit 0080FF. Nochmal speichern. Nochmal. Eventuell müssen wir das Kastel da dahinter. Ja, jetzt wird es langsam besser. Und das Kastel dahinter machen wir 5% dunkler. Das sagt er. Das sagt er, wie es ist. Pass auf, dann machen wir da zu. Machen wir da das. Dann haben wir da das Rechteck. Dann machen wir 85% oder machen wir 90%. 90%, das speichert man. Ist das schon. Ne, das ist kein Ding. Da muss man alles wieder 100 Mal exportieren. Ja. Jetzt pass auf. Oh ja. Schon hier wird besser. Ist vielleicht aber so, wenn wir nur ein bisschen heller mal. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen heller können wir schon noch vertragen. Du den oben. Machen wir so. Das schaut gut aus. Machen wir so. Nochmal. Jetzt wird gut. Jetzt wird gut. Vielleicht können wir noch einen Text-Shadow dazu tun. Jetzt pass auf, einfacher Text-Shadow, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Preise selten. Text-Shadow, blablabla. Text-Shadow. Haben wir. Nehmen wir den. Vorausgesetzt, der Text-Shadow funktioniert überhaupt. Ich
glaube es zwar nicht, aber wir werden sehen. Besucht. Span Class Name. Machen wir so. Text Shadow und zwar nicht pink, sondern 000000. Save Settings. Schauen wir mal, ob er den Text Shadow übernimmt. Wenn nicht, dann ist es auch wohl. Was ist denn die Elbow Cough? Okay, frisst er. Aber ich glaube, es ist ein leichter Text Shadow drin. Bin mir nicht sicher. Ist der Chat so akzeptabel? Ich weiß nicht, jetzt muss ich schnell einen alten Stream schauen, wie da der Chat aufgebaut war. War der auch mit unterschiedlicher Breite und Länge? Warte mal. Ja, tatsächlich. Aber mit ein bisschen mehr Zeilenabstand, gell? Pass auf. Für sowas gab uns der liebe Gott ein Padding. Padding, oben und unten machen wir mal 5%, links und rechts 0. Schauen wir, was passiert. Save Settings, ob es überhaupt frisst. Schauen wir mal. Eingeschissen in den Chat. Ihr habt es schon am Schreiben, aber der Chat kommt mit der Chat-Aktualisierung nicht mehr nach. Schwarze Schrift auf schwarzem Grund, beste Kombi. Haben wir mir das jetzt gerade. Jetzt geht gar nichts mehr. Doch, geht schon, aber ich brauche mehrere Nachrichten. Nein, das glaube ich. Das ist irgendwas gebracht. Nein, warte mal. Ja, ich habe es ins falsche Diff eingeschrieben. Wir können es einmal mit Line Hate 135% probieren. Und da unten. Probieren wir es einmal mit Span. Und dann nochmal am Span. Span. Und da machen wir Style. Padding 5% oben und unten, links und rechts nichts speichern. So, nochmal! Ja, das scheint nicht zu funktionieren. Eventuell müssen wir ihm den noch mitgeben, damit es frisst. Und nochmal. Und schon frisst er einen Abstand. Sehr schön. Das Line-Hate frisst er nicht. Weg damit. Da machen wir oben und unten 1%, glaube ich, lang locker. Das ist ein bisschen viel Abstand, hätte ich gesagt. Das ist auch ein bisschen viel Abstand, aber es geht auch im 0,7. Nochmal. Eingeschissen in den Chat, schau. Ja, oder das jetzt gefressen. Schöner. Das braucht der Luft. Schöner, aber man darf es schon ein bisschen zusammen tun. Nochmal. Schriftäftel noch ein bisschen größer? Echt? Meinst du, dass die Schrift ein bisschen größer gehört? Kommt das keiner? Ist das nicht okay also? Ist auf alle Fälle besser, oder? Jetzt warte mal. CSS Random Value Color. Generate Random Color with pure CSS, no JavaScript. Funktioniert das? Main BG Color Brown. HTML, BG Color, Constant Random. Ja, mit JavaScript kann ich sein. Was mich noch interessiert jetzt beim Chris Kearney, ob die ganzen Emojis jetzt angezeigt werden. Schriftgröße passt. Bin raus, ab geht's zum Nachschau-Squad. Mr. Admiral Hansi. Also ab jetzt halt auch der Nachschau-Squad. Der braucht jetzt nicht mit anschauen, wie ich den Chat da anpasse. Aber es ist auf alle Fälle schon mal um Welten besser da. Um Welten besser. Muss ich da mal schauen, ob die Abstände zum Rand einigermaßen passen. Aber ich denke schon. Das schaut wirklich akzeptabel aus, glaube ich. Luft, jawohl. YouTube-Chat, ja, links und rechts können wir noch ein bisschen aufziehen. Ein bisschen noch. Ein bisschen nach oben ziehen. Dann können wir wieder zumachen. Das schaut doch stabil aus, oder? Kann man das so also lassen? Ich weiß es auch nicht. Mal ein bisschen kleiner. Jetzt flippt der Chat wieder tot, kriegt wieder einen Schlaganfall. So, das schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus, wenn das da schön. Ich mag halt das, wenn das da schön ein bisschen einen Rand hat nach oben und links und rechts, damit das ein bisschen luftig ausschaut, so mal das. Mit Bildschirmlupe geht's. Das ist solide, schaut ja fast professionell aus. Union Select Stern from Database. Delete Stern from Database. Stabil, Brudi. Bla bla bla. Ich bin nicht derjenige, der einen Chatten reinmettelt. Ihr Vollidioten. Ja, das kann man schon also lassen, oder? Das ist akzeptabel. Ein bisschen weiter nach links gehen. Ja, obwohl, ja, passt schon. Ich glaube, das ist okay. Und was cool ist, es funktioniert mit Emojis, sogar mit Animationen.
Das finde ich ganz interessant. Das finde ich sehr interessant. Schriftgröße bitte. Das funktioniert. Wenn dann wirklich bloß ein Tippfall. Jetzt pass auf, jetzt machen wir da mal 825 und 1100. Dann wird alles ein bisschen kleiner, aber ich kann es dann größer ziehen und dann wird es prozentual ein Tippfall größer. Das hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden, was ich da gerade gelabert habe, aber ist auch scheißegal. Die Breite, die haben wir noch ein bisschen oben auf 800. Und dann müsste es eigentlich gehen. Machen wir so. Kommen wir noch ein bisschen her dran. 1150. Bisschen nach oben. Das kann ich dann auch selber justieren. Und dann schaut doch das ganz akzeptabel aus. So. Ja, ein bisschen niedriger wieder. Ja, das ist eine absolute Fumme leider. Aber es geht schon. Jetzt haben wir beieinander. So. Jetzt ist der Text minimal größer, aber größer brauchen wir wirklich nicht, weil früher war er nicht größer. Seien wir uns ehrlich, früher war er nicht größer. Die Schriftart war andere. Und das werden wir jetzt nur probieren, weil die neue Schriftart ist eine Vollkatastrophe. Jetzt passen wir auf. Probieren wir, ob es überhaupt frisst. Font, Areal. Font, Areal, schauen wir mal, ob sie was ändert. Ich habe keine Ahnung, ob sie was ändert. Dunkleres Blau bitte, nur ein Ticken. Na, finde ich nicht. Fonse, ja, besser, nicht perfekt, aber besser. Das ist, Areal frisst er nicht. Dann nehmen wir mal schnell. Pass auf, dass man es besser sieht. Impact. Frisst er das? Es muss ja das System. Na gut, ich muss eigentlich bloß I installiert haben. Normalerweise die Schriftart ist da gelangen. Machen wir mal schnell CSS, Font, Style. Nein, ich konnte die Schriftart nicht ändern. Tahoma ist okay. Ja, die ist auch normalerweise schön zum Lesen, aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich sehe keinen gravierenden Unterschied nicht. Tahoma, da machen wir mal 0,3% nochmal. Ja, aber früher war sie schon zu klein. Findest? Okay, nein, ich kann die Schriftart nicht ändern. Warte mal. Ist das schon Font Doppelpunkt oder bin ich behindert? Font Doppelpunkt Tahoma. CSS Font Tahoma Webfont. Wie funktioniert diese? Ach fuck, Alter, Font minus Family. Birger, du absoluter Vollnoob. Alter. Nochmal. Das hat er gefressen. Jetzt ist es dünn. Aber er frisst. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt pass auf. So, jetzt machen wir Font Weight. Machen wir mal 500. Font Family all over die ganze Zeile. Machen wir Tahoma. Dann haben wir nochmal auf Dings. Und eventuell machen wir Namen einfach fett. So, da ist es Spawn, Fett, Message, Leerzeichen. Ja, die Schriftart gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeichen sind so nah beieinander. Jetzt haben wir es. Oh, jetzt wird's. Zeilenumbruch schaut absolut scheiße aus bei längeren Texten, da es zu weit links steht. Ja, weil es einen Zeilenumbruch nicht gibt, wenn kein Leerzeichen drin ist. Also eigentlich ist egal, auf meinem DDR-Fernseher sehe ich die in Full HD. Letter Spacing gibt's. Ist aber in Ordnung. Also ganz ehrlich, so wie ich sitze, das finde ich gerade ganz okay. Bloß das Bold ist mir direkt zu dick. Dann machen wir mal so, Span wieder rein. Dann machen wir Text Shadow. Font Weight ist da 500, aber am Namen gehen wir jetzt mal schnell Font Weight. Probieren wir mal 700. Schauen wir, wie da der Name da. Ein Pixel dünner. Na. Machen wir mal 600. Nochmal schauen. Jetzt ist beides 600. Ist das akzeptabel?
Oder wollen wir einen Fließtext? 500. Das ist der Name. Moment. Das machen wir 600. Span, Style, Font, Size 500. Das packen wir auch nochmal in den Span, weil es scheiß wurscht ist. Und da oben der wir die Font Weight außer. Speichert man nochmal. Passt schon, aber Emotes sind leider nur textuell angezeigt. Ups. Hoppala. Font Size 500 ist die kleine Schwester von Font Weight 500. Ja, it is what it is. So, jetzt. Ja, jetzt schaut das gut aus. Wobei man noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob mir der Homer gefällt. Vor allem die weiße, dünne Schrift. Ich mache mal meinen Textschrift auch mal nochmal weg, weil vielleicht frisst der ein bisschen was an Lesbarkeit so klar. Nochmal weg. Aber die ganzen Emojis, die Custom Emotes, die Mitglieder, also die ihr verwendet, die haben halt nicht drin. Mr. Danny! So, jetzt also, wann verdammt nochmal gibt's einen Spätwirtschaft-Livestream, den Wuifix, den gibt's so schnell gar nicht, Mr. Danny. Aber merci dir für die Nachfrage. Jetzt ist groß genug. Gerade noch so in etwa. Ich glaube, das ist doch okay so dabei, oder? Und die Custom Emotes, die funktionieren halt nicht. So, jetzt habe ich aber noch eine zweite Idee, auf die ich mich gegebenenfalls einlassen würde. Wiedergabe des Top-Chats, Chat-Wiedergabe nach dem Livestream. Nein, jetzt muss ich schnell in meinen eigenen Livestream hineingehen. Warte mal. Und zwar der gleiche Chat, wie man ihn auf YouTube auch sieht. Mit Symbol, mit alle Emojis und allem, was dazugehört. Und um ganz ehrlich zu sein, hätte ich gar nichts dagegen, wenn man den sieht. Sag ich dir ganz ehrlich. Das Problem ist bloß, dass ich keinen Bock nicht habe, das Kreislige ist. Die URL zu dem YouTube-Chat, die ändert sich von Stream zu Stream. Das heißt, die muss ich jedes Mal neu einrichten. Und seid zwar nicht besser, ein Scheißdreck werde ich tun. Okay? Das heißt, entweder wir geben uns damit zufrieden, ich komme da auch noch ein bisschen allein damit auseinandersetzen, weil jetzt weiß ich, wie es ausschaut, ich weiß, wie es funktioniert und theoretisch kann ich auf Twitch Nachrichten triggern, damit ich sehe, wie es ausschaut. Kriege ich hin. Das Ding ist nun folgendes. Ich kann da Chat im neuen Fenster öffnen, das ist dann das da. So. Jetzt ist die Frage, wie das funktioniert. Das probieren wir jetzt einfach eiskalt. Jetzt pass auf. Können wir live am offenen, wie soll ich sagen, am offenen Herzen testen. Und zwar, mir fügen wir da jetzt ein. Eine Fensteraufnahme. Wir nennen das ganze Ding YouTube-Chat in Klammern Pop-Out. Das ist der Chat, den Sie auch seht, neben dem Video. Aber ich hätte nicht gern da im Video herin. Einfach aus Gründen. Weil manche am Fernsehen sagt man sowas zum Beispiel nicht und so weiter. Und ich sehe es bei mir selber. Ich mag das einfach ab und zu, auch wenn ich Lurker bin, dass ich einen Chat mitlese, was die Leute schon schreiben. Und außerdem hätte ich gern diese Custom-Emotes da drin. Jetzt pass auf, YouTube-Chat Pop-Out. Machen wir jetzt einmal so. Und tatsächlich frisst er das. Tatsächlich frisst er das. Fenstertitel muss übereinstimmen, ansonsten Fenster desselben Programms finden. Client-Bereich, Mauszeiger aufnehmen, das der wir mal aus. Client-Bereich, der wir auch aus. Okay. So. Jetzt ist die Frage. Ich kann da ganz normal chatten, ich sehe da alles ganz normal. Kann ich das größer machen? Seht ihr das dann auch größer? Tatsächlich. Problem ist halt, ihr seht es da oben genauso wie ich, meine angepinnten Nachrichten, was ich natürlich nicht da dort haben will und so weiter. Und das da oben auch nicht. Ich hätte gerne den kompletten Chat, nicht nur den Top-Chat. Und jetzt werden wir einfach nur ein bisschen das Fenster zuschneiden. Das sagt der ich, wie es ist. Jetzt pass mir auf, jetzt machen wir den Chat da mal zu. Kann ich das Pop-Out da jedes Mal in dieser Größe? Ich kann halt das nicht kleiner dran. Warum geht's jetzt nicht mehr? Doch, jetzt geht's wieder. Ich muss das auf 100% lassen, weil mir das... Ja, keine Sau kann das lesen, Alter.
Keine Sau kann das lesen. So, jetzt ist die Frage, wie füge ich nur in diesem Chat eine bestimmte Art und Weise von CSS ein, die nur ich sehe, die nur dafür da ist. Delay bei circa 3 Sekunden. Ja, 3 Sekunden ist aber auch okay, nach 2 Stunden Stream. Ja, wird größer. Ja, wird schon größer, ist schon klar. Aber selbst das kommt da nicht hin. Schaut mir das an, ich kann nicht mehr größer machen. Da. Dann sehe ich von meiner YouTube-Seite nichts mehr. Übrigens eine tolle Funktion, Steuerung, Mausrad nach oben, dann wird der Browser größer. Das ist extrem schade, YouTube. Das ist extremst schade. Aber, ist ja jetzt einmal wurscht. Kann man ja ausblenden dabei. Da kann man jetzt mal einen Filter dazu zuschneiden. Jawohl. Wir schneiden mal links, rechts nichts. Wir schneiden mal unten ein wenig was weg. Der haben wir mal 50 weg. Na, der haben wir mal 100 weg. Der haben wir mal 200 weg. Nö. Der haben wir mal 160 weg. Ja. 140, nö, 160 schaut ganz akzeptabel aus. Rechts der haben wir mal 30 weg, damit der Scrollbalken weg ist. Und oben der haben wir mal 250 weg. 20, 200, ja, den haben wir mal 210 weg, damit gehen, oder 200, 208, 207, 206, 207. So. Und schaut doch, der Chat da unten müssen wir noch ein bisschen was wegnehmen. 170, 180, so. Jetzt haben wir da eigentlich ein relativ akzeptables Chatfenster. Das Problem ist bloß, das ist sauber zu klar, das, wenn ich so großziehen müsste, dann kann man was lesen, aber es ist jetzt, schaut nicht fürchterlich aus. Aber man hätte halt die ganzen Sachen drin, die ich gern drin, das taugt mir überhaupt nicht. Man müsste halt, mein Gott, YouTube, man müsste diese Scheiße halt einfach anpassen können, Mann. Jetzt scrollen wir mal wieder zurück aus. So. So. Dann wird's langsam. Wenn ich das jetzt schmäler ziehe da, wird's auch langsam. Und dann kann man das da so. So, das dann in etwa ausschauen. Das schaut voll beschissen aus. Also ganz ehrlich, das schaut voll beschissen aus. Das passt da überhaupt nicht her. Alt gedrückt halten, in OBS kannst du automatisch Fenster stellen, das habe ich auch nicht gewusst. So oft habe ich noch keine Fenster nicht so. Warte mal. Lol, tatsächlich. Schöner Tipp, Mr. YBO, dankeschön. Ja, ich glaube, das ist nix, oder? Das ist nix. Geibiffi sagt beschissen. Der Mach schreibt Check 1212. Beschissen, voll die Match-Textur. Da muss ich mir jetzt selber mal schnell zuschauen, wie das ausschaut. Komm mal zu mal. Ja, schaut nicht gut aus. Na, das ist nix. Außerdem, ich kann die Ecken da oben nicht abrunden. Ich kann den Hintergrund nicht leicht durchschauen lassen. Lauter sehende Sachen. Das gefällt mir nicht. Nur dazu, ich hab den gleichen. Das ist nix. Na, Kinder. Das ist nichts. Das ist schade. Schade. Jetzt ist die Frage. Den da machen wir zu. Docs, jetzt mache ich da mein Chat wieder auf. Geht der nahtlos? Ja. An das kann ich mich gewohnen. Jetzt, wenn. Ich darf es halt feiern, wenn man per CSS irgendwie anhand vom Inhalt des Div-Containers eine Farbe zuweisen kann. Dass jeder User seine eigene Farbe hat da. Damit man ein bisschen unterscheiden kann. Dann war ich zufrieden. Ein Randomizer quasi. Oder dass zumindest 10 oder 20 von Hand angeklickt, die seine eigene Farben sind und dann da einfach irgendwie ein Randomizer drin ist. Aber bis dahin werden wir damit wahrscheinlich leben müssen. Fürchte ich. Aber das ist fürs Erste okay. Und was wir am Mittwoch probieren wir Folgendes. Es ist ja alles Neuland. Das habe ich so noch nicht gemacht. Und zwar probieren wir Folgendes. Wir streamen einmal in 1440p. Das ist ein bisschen eine kreislige Scheiße, weil ich da komplett OBS umstellen muss und sämtliche Szenen umstellen muss, aber für 2 ist es jetzt nicht so tragisch. Doppelpunkt NTH Child. Mr. Tom T, wie kommst du da drauf? Ist das echt notwendig? Ist ja nur für einen Lurker wie mich. Nein, weil ich das einfach so haben will.
Das ist, einfach weil es ihr so haben will. Deswegen will ich das so haben. Dass jeder User seine eigene Farbe hat und das hätte ich halt gern so. So, wie was ist. CSS-Subclasses, ja, ich weiß natürlich, was du damit meinst, aber mir geht es eher darum, in CSS. Ja, wie soll ich das erklären? Ich meine, wenn ich das auf den Internetseiten mache, ist das easy peasy lemon squeezy, das ist schon klar, weil dann generiere ich einfach aus einem Username einen Random String und aus dem generiere ich die ersten 6 schneiden ab in die ersten 6 Buchstaben und mache da draußen Hexcode. Fertig, und schon hat jeder seine eigene Farbe. Aber trotzdem, das mit dem Nachrücken nervt, Alter. Was mit dem Nachrücken? Dass der Text so da unten einer fährt, oder was? Oder was meinst du? Mr. Farr? Nightbot, wo? Ist der Nightbot überhaupt noch da? Lass mich mal schnell schauen. Machen wir mal so, Podcast. Der Nightbot müsste eigentlich schon da sein. Ja, das mit dem Reiphone werde ich wahrscheinlich nicht ändern können. Der Nightbot ist übrigens nicht da. Doch, der Nightbot ist da. Aber der Nightbot wird da aus dem Text ausgeschlossen. Warum eigentlich? Gehen wir mal nochmal zurück, ob man das irgendwie einstellen kann. Da hat Streamlabs auch nicht die geilsten Optionen. Vielleicht ist wirklich irgendwann mal bald einmal der Tag gekommen, wo man einfach von Streamlabs langsam, aber sicher weggehen muss. So, alle Widgets, wir nehmen die Chatbox. Show Viewers Plattform Icon, brauchen wir nicht. Show Subscriber Badges, ja, da ich gerne, aber das geht wahrscheinlich nur auf Twitch. Gehen wir weg da. Enable Better TTV, Twitch TV Emotes, brauchen wir nicht. Enable Franker Face Emotes, Enable 7TV, was auch immer dieses, keine Ahnung. Always Show Messages, ja, Display Message, Disable Message Animations. Vielleicht geht's. Hide Commands starting with, und Benutzer definiert. Okay, Achtung, ich brauche noch mal ein paar Reinscheißer in den Chat. Der Nightbot meckert mich die ganze Zeit an. Toto, weißt du die ganze Zeit das schreibst? Na, better Twitch TV Emotes lassen. Nein, ihr sitzt euch nicht auf Twitch und schreibt es mir da in den Chat ein. Bitte nicht. Face Purple Crying, da habt's einen Dreh. Warum wird das ärgert mich, dass das nicht angezeigt wird? Ja, aber gut, das kann natürlich nicht interpretiert werden. Das ist absoluter Scheißdreck, leider Gottes, aber es ist halt, was es ist. Die normalen Standard-Emotes gängen, wie da beim Meister zum Beispiel, die Gacki-Haufen gängen, aber spezielle Emotes funktionieren nicht. Ist das jetzt angenehmer mit dem Chat? Jetzt fährt's nicht mehr einer, oder? Das habe ich schon richtig gesehen, ja. Ja, der hängt der Chat bei dir. Was? Nein, der hängt bei mir gar nicht. Bei mir ist es absolut synchron, was bei mir da gezeigt wird, was da gezeigt wird und was Triple F. Oh, ja, das hängt ein wenig nach. Das ist absolut richtig. So, da kommen jetzt die 5 Gacki-Haufen vom Ogra. Lol, der ist sogar da. Wo? Ich kenne mich halt nicht mehr aus. Der Goldi schreibt Bier und Pussy. Der Chat hängt leider immer wieder mal. Teilweise lang. Ja, das ist, wenn so viele Leute da drin das eskalieren anfangen. Ich habe allerdings da auch nur einen Top-Chat aktiviert. Jetzt habe ich einen Live-Chat aktiviert und da auch. Ritze, Rotze. Schau, ja, jetzt hängt er da wieder ewig. Es schwappt immer ein Haufen einer, das meinst du, ja. Das wird sich nicht besser machen lassen. Ich sag das, wie es ist. Das ist natürlich. Das ärgert mir natürlich auch. Ich möchte, dass jeder, der was schreibt am Anfang und am Ende oder wenn ich was tippe und so weiter, dass der da irgendwann einmal kurz durchfährt. So, jetzt gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Ich stream weiterhin über Restream. Aber halt dann nur auf YouTube. Da habe ich das Chatprogramm von vorher. Da habe ich. Funktioniert nicht wie vorher. Der ist relativ live. Braucht's das? Aber alle paar Minuten hängt der schon und dann kommen 50 Nachrichten auf einmal. Ja, da jetzt zum Beispiel. Schade um die eigenen Emotes. Das ist absolut richtig. Ist die Frage. Muss ich mal überlegen, ob das irgendwie. Ich wisst. Ja, ich kann nicht da drin kein PHP schreiben und nix. Dann, das war halt so, ich brauche halt meine eigene Schnittstelle zu meinem eigenen Kanal. Aber das ist leider Gottes nicht ganz so einfach. Ich hätte auch gern da drin die Emojis stehen. Natürlich hätte ich die gern da drin. Und nicht diesen Scheiß, der da oben steht. Text, Screen, Game Over. Und so ein Scheiß. Mussten Twitch-Chat zumachen, wenn live bist und kein Moderator dort, können Leute Bullshit schreiben, ohne dass einer was tun kann. Abwehrmodus. Du, das mit den Twitch-Chat, den aktiviere ich sowieso beim nächsten Mal dann und dann ist er Ruhe.
Braucht man überhaupt einen In-Stream-Chat? In den wenigsten Fällen. Ich habe zum Beispiel gern, wenn wir Videos anschauen, macht man halt relativ selten bei Reactions. Ich habe ihn gern, wenn wir am Freitag, ist übrigens Lego-Stream, da werden wir einen BD1 fertig bauen um 20 Uhr, da habe ich ihn auch gern einfach im Beutel rechts unten irgendwo. Einfach weil es von mir selber weiß, wenn ich mir genau solche Geschichten, so gemütliche Geschichten anschaue, habe ich gern einfach einen Chat von den Leuten nehmen, wo ich gerne mal mitlese, was die Reaktionen von den Leuten sind. Wenn jetzt ich Zuschauer bin. Alles egal, Hauptsache ist Bürger schauen, BD1, wie wirkt's, wenn der Hintergrund ohne Gamescreen ist? Können wir ausprobieren. Normal habe ich halt über Hintergrundbeutel vom Spiel drin. Ansonsten schaut es so aus. Heißt eventuell, dass wir das Kastel einfach noch ein bisschen dunkler machen müssen, hä? Sollen wir das Kastel noch ein bisschen dunkler machen? Haben wir halt schon bei 90%, dann machen wir es halt 95%. Ist ja mir wurscht, ne? Speichern, exportieren, da ist die Dateigröße, scheißegal, wo sie lokal liegt. So, jetzt wird es noch ein bisschen dunkler. Was die 5% ausmachen? Gehen wir einmal mal in Schatten. Sagen wir da dazu. Passen wir auf Schein nach außen. Ja. Gehen wir vielleicht in dunkelblau. In einem ganz dunklen Blau. Okay, probieren wir mal. Achtung, Achtung. Schauen wir mal. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Schatten. Der schaut so richtig nach Windows 95 aus. Gehen wir einmal da nur 40%. So einen ganz leichten. Ganz ein leichter Klang. Ganz ein leichter Klang, der. Achtung, müsste jetzt noch mal ein bisschen weniger werden. Ist schon weniger geworden. Ja, ganz ein leichter Schatten in dem Chat drin. So. Leichter und größer. Wie meinst du? Ja, größer kann ich, weiß, was du meinst. Warte. Machen wir Größe, machen wir mal auf 70. Das ist nicht viel, aber ein bisschen was, dass der halt nicht so billig ausschaut. Das ist jetzt auch nicht ganz einfach auf die Schnelle, dass er irrt. Das schaut doch ganz stabil aus. Jetzt pass auf, der ist größer. Jetzt machen wir mal ein Hintergrundding. Ja, sieht man da noch was? Ja, man erkennt den leichten blauen Schein vom Ding sogar noch. Und man sieht noch unten durch. Ganz leicht. Jetzt machen wir mal schnell. Ich bin schon bei 96% Deckkraft. Jetzt machen wir mal. Also bei 95, jetzt machen wir mal schnell 96. Ah, halten wir mal Bratzen drunter. Machen wir so. Ja, das schaut doch stabil aus. Ich merke ja bloß, dass es leicht unten durchscheint. Können wir vielleicht sogar auf 97 gehen. Mal 97. Zack, zack, zack. Jawohl. Nochmal total. So, jetzt wird es grenzwertig, aber es ist sauber anständig zum Lesen, finde ich. Oder was meint ihr? Schatten fällt auf. Ja, es soll ja auffallen. Ganz, ganz, ganz furchtbar leicht. Mach 110%. Nein, ich möchte ein bisschen durchschauen können. Ein bisschen. Das haben wir schon immer so gehabt. Aber der Hintergrund ist definitiv jetzt dunkler, als es normal war. Das Schiff ist noch gut sichtbar. Ja, man erkennt dahinter noch ein bisschen was. Das klang mir. Alles cool. Wünsche euch allen einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Mr. Toto bis Mika 20 Uhr. Ich bleib dabei. Ein Ticken dunkleres Blau wäre schon geil. Von was? Das ist jetzt auch was wir uns erlauben könnten. Aber so unfassbar wichtig ist jetzt das halt nicht mehr. Chico schreibt, find's gut, schaut super aus. Mir ist halt auf alle Fälle wichtig, dass das für euch angenehm zu lesen ist. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist es nun. Was mein Problem noch so ein bisschen ist, seit wann bin ich da eigentlich so komisch winzig? Jetzt warte mal. Wir gehen mal. So. Ja. So. Bisschen kleiner. So. Das ist ja gut. Wunderschön. Was hat denn das Ding überhaupt für Auflösung? Ja, 1200. Höchstmögliche FPS. Das schaut gut aus. Jawohl. Ja. Da kann man doch so lassen jetzt, oder? Ich denke, es ist akzeptabel. Schrift vielleicht noch. Die Laufweiten ist schon arg eng. Wir meinen Schrift vielleicht noch. Die Laufweiten ist schon arg eng. Ich weiß nicht, was du meinst. Die vom Namen. Ist das blau, sacré bleu. Schrift vielleicht ein bisschen größer.
Ich finde das gelangt. Hängt übelst. Es hängt ja wirklich übelst. Es sind aber auch viele Leute dabei, die einfach 10 Zeilen hintereinander reimen. So, dann hätten wir das auch gebracht. Gut, nach die Lumpen bis Mika. Jawohl, der Luke hauen seine Heine für gut. Der Chat hängt voll andere Schrift, weil die Buchstaben im Fließtext recht eng beieinander sind. Ja, das habe ich übrigens gemeint, ob mir Tahoma da richtig gut gefällt. Die richtig schön lesbar ist. Nicht wirklich, um ganz ehrlich zu sein. Da kann ich mir aber selber dann offstream noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist nicht so tragisch. Und was mir vielleicht sonst noch so einfällt, per CSS da hinein zu wursteln, dass wir vielleicht ein bisschen Variation mit einkriegen. Wir werden sehen. Ich bleibe dabei, ein Ticken dunkles Blau bei dem Namen wäre schon geil. Herr Shadowrunner, dann bleiben Sie dabei. So. So, fürs Erste auf die Schnelle bin ich ganz zufrieden. Ich werde mich am Mittwoch noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, bevor wir streamen. Muss ich mich dann sowieso am Mittwochnachmittag, weil wir das einmal umbauen müssen, dann auf 1450p. Schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht, da bin ich gespannt. Ist auch die Frage, das Problem ist halt dann auch wieder, das wo dann auch wieder dazu kommt, die 12.000 kbps Bitrate, die gelangt wahrscheinlich für 1440p wieder nicht. Das heißt, das Beitel ist eigentlich genauso schlecht wie vorher mit 1080p. Und irgendwann geht auch mal meine Internetleitung in die Knie und bevor es einen unflüssigen Stream gibt, lassen wir lieber 1080p mit 60 Frames mit absolut knallscharfen Bild. Aber probieren wir am Mittwoch. Wir werden sehen. Und da bin ich gespannt, ob es dann dieselben Artefakte im Battle gibt und so, wenn dunkle Bereiche sind. Artefakte sind diese kleinen viereckigen Kastel, wenn es so langsam von hell ins Dunkel geht und dann wird es so matschig. Es müsste halt eigentlich um Welten weniger sein. Hast du keinen 100 Mbit Upload? Nein. Was hab ich für einen Upload? 35, 40, 50, irgend sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht auswendig gerade. 50er höchstens. So. Letzten Endes kommt es aufs Gleiche raus. Ja, am Schluss schaut es dann genauso aus wie vorher. Naja. Freunde der Sonne, jetzt ist Schluss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass wir das jetzt noch miteinander getestet haben. Fürs Erste ist es so okay. Hoppala. Und jetzt darf ich sagen, Küsschen aufs Nüsschen. Ich muss mir noch eine Anzeige bauen, wie viele Leute das im Stream sind. Wo ich mir die hier baue, weiß ich noch nicht, aber da werden wir uns schon irgendwas einfallen lassen. Und ja, dann vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Schön, dass die ganzen Twitch-Leute da waren. Danke fürs Helfen mit dem Chat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch, 20 Uhr mit Aliens Dark Descent. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das Spiel wirklich unglaublich gut ist. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns davon. Ich wünsche eine gute Nacht. Es ist jetzt Viertel nach 11, Entschuldigung. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen Mitgliedschaften, danke für fucking nochmal alles. Ich hoffe, dass der Stream so bleibt. Wer den Podcast noch nicht gesehen hat, Podcast anschauen. Wer im Discord noch nicht drin ist, ab in den Discord. Links und alles dafür sind in der Beschreibung drin. Wer das Video von gestern noch nicht gesehen hat, umso wichtiger, bitte komplett, wer mir wirklich einen Gefallen da will, bitte komplett anschauen, ein Like drauf donnen, einen Kommentar, irgendeinen Scheiße schreiben, ist mir vollkommen wurscht. Am besten ein schöner, langer Kommentar zu dem Twitch-Thema. Um Gottes Willen, das darf am allermeisten bringen. Je mehr Leute das ausgeliefert wird, desto mehr Leute erreiche ich noch von Twitch, dass die mit da umkommen, ansonsten sind die wahrscheinlich für immer verloren. Ja, vielen herzlichen Dank und jetzt schleicht es euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schleichen Sie sich davon. Ganz klassisches Hashtag Schötrapse. Und ich hoffe sehr, heute Twitch Ultras. Hashtag Twitch Ultras. Habe! Und ich hoffe, es war einigermaßen erträglich für alle Twitchler. Ich muss mir echt auch massiv umgewöhnen, wie dieser verfickte Chat ausschaut, ganz ehrlich. So, und jetzt verpisst euch. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr. Habe die Ehre, hauen Sie sich hinein. Sie können... Wieder was Nice! Sie können die Verbindung nicht wiederherstellen, Ihr Stream wird gestoppt und Sie werden nicht länger live sein. Ja, wow, für was habe ich denn auf Beenden gedrückt, du Vollmongo-Programm! Schöner Grüß an den Nachschaus geworden. Habe die Ehre.